Habitäre, Servus, grüßt euch und Konnichiwa zu einer neuen Folge Viva la Movilusion mit dem beliebtesten Format, das jemals von irgendjemandem gegründet worden ist, nämlich die, Corby, sag's. Wollex! Corby, super hast du es gemacht. Unsere Wollex sind da und wir haben natürlich auch gleich ein paar Dreck am Start, weil der Mike ist auch dabei. Servus und Habitäre! Nein, ist kein Wort Dreck, das ist mein größtes Wollex. Das war jetzt nicht lustig. Das ist mein größtes Wollex. Ja. Das darf ich ja nie sagen über Mike, dass er ein Wortdreck ist. Mike ist mein herzallerliebster Mensch, den ich kenne. Er ist mein Lieblingsmensch, da gibt's euch das Little. Kleiner Lieblingsmensch, das singe ich auch immer mit kleiner Lieblingsmike. Jetzt ohne Schmarrn. Ich bin doch keine Maschine. Ja, für Mike singe ich jetzt schon eine Maschine. Ja, du bist die Podcast-Maschine, bist du. Ja, ich dichte alle Little immer positiv für Mike um, weil der Mike einfach mein Leben erfüllt. Danke sehr, das kann ich dir zurückgeben. Nein, du bist zwar mein Erzfeind, aber du erfüllst mein Leben. Ja, das weiß ja der Bub noch nicht, wie das wirklich heißt. Nämlich holländisches Ruderboot-Kompanie. Von mir ist das holländische, gell? Ja, aber ich hab das nochmal geklärt, bei Seki Miri Meka Porno heißt es tatsächlich holländisches Ruderboot und wir haben es jahrelang als schwedisches Ruderboot falsch bezeichnet. Wahnsinn. Wir sind ganz schön dumm. Ein ganzes Land beleidigt. Wir sind auf alle Fälle in die Wollex vom November, Leute. Das ist schon die vorletzte Wollex-Folge dieses Jahres. Das ist ja crazy. Das ist ja Wahnsinn, gell? Wenn du mal aus dem Kindergarten heraus bist und vergeht Zeit, wird's auch. Das stimmt. Also seit der Vorschule komme ich gar nicht mehr hinten nach. Auch mit der Bildung nicht. Aber dafür, glaube ich, haben wir ein paar Sachen erlebt im November, die wir verzeihen können, oder? Ja. Ja, möchtest du nur für all unsere neuen Hörer erklären, was die Wollex sind? Das hat doch schon lange stagniert. Da steigt doch keiner mehr rein mit rein. Aber wenn wir so viele neue Hörer... Tatsächlich haben wir 300 neue Hörer über Spotify, Apple und Schieß mich tot. 300? Ja, wir haben 300 Gestöre. Wir haben auf 2 Monate 150 neue Abonnenten bei YouTube und Co. Also mit Co meine ich ja unter anderem TikTok. Dann, Kani, Kim, für alle Neuen, jetzt haus raus. Also für alle Neuen von diesen 300 über Spotify und Co. und 150 über YouTube und Co., die es nicht wissen, unsere Wollex das sind unsere Monats-Roundups und Wollex steht für alles, was geil war in dem Monat und Wolldreck steht für alles, was ein Scheiß war den Monat. Und da wir ja hauptsächlich auf Filme, Serien und Spiele spezifiziert sind, haben wir uns dafür entschieden, in den Wollex kann alles vorkommen. Lasst euch überraschen halt. Vielleicht ist halt schon die eine oder andere Überraschung dabei, die nichts mit Filmen zu tun hat, aber vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ja gut, aber es geht zu 90% meistens um Filme. Ja, bei euch vielleicht. Dann kann ich wirklich eher selten, es hat sonst nichts vor eurem Leben. Nein, stimmt. Nein. Wir sind eigentlich furchtbar traurige, langweilige Menschen. Jeder, der gern Filme schaut, kann nicht traurig und einsam sein. Filme verbinden. Echt? Filme verbinden. Und macht glücklich. Wenn man nur auf der Couch im Keller hockt, gell? Dann versuche ich mal das Gegenteil zu beweisen. Ich habe mal einen Film angeschaut, den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen und wer weiß, vielleicht sogar im Kino, von dem berühmten Regisseur Uwe Boll aus dem Jahr 2007. Und jetzt denkt schon nach, da können eigentlich nur gut... Far Cry. Portal. Postel. Portal. Portal war das andere Spiel. Genau. Ich habe mal endlich mal wieder Postel angeschaut. Das ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Das beruht ja auf einem Spiel, wie so ziemlich alle Filme, die der Uwe Boll macht, außer, glaube ich, Auschwitz. Vermont. Oder Hanau. Ach stimmt, er hat jetzt angefangen, allgemein über schlimme Filme zu machen. Ja, das sollte mal über sein Film schaffen, einen Film dran, weil das sind auch schlimme Dinge in meinen Augen. Ja, so schlimm ist es oft nicht. Das oft nicht, okay, das habe ich nicht gewusst. Das Stimmt, Blood Rain war super, Alone in the Dark war super. Also Blood Rain war super, da kann man wirklich nichts sagen. Schwerter des Königs war super. Oh, ja, aber jetzt geht's erstmal um Postel. Postel, genau. Da bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Du hast ihn aber schon mal gesehen, oder? Ich habe ihn schon mal gesehen, vor Ewigkeiten. Okay. Da ist er mal auferlegt worden, weil ganz viele Leute gesagt haben, boah, das ist wie das Spiel, das ich damals alle gespielt habe. Und das ist so lustig, wo ich mir gedacht habe, was ist jetzt da genau lustig? 1000 Affen vergewaltigen einen kleinen Wüchsigen. Und dann war das ein Film? Ja. Ah, schau, das weiß ich gar nicht. Wir haben auch zum Release das letzte Mal gesehen, aber ich habe mich schon öfter mal gefragt, ob der heute noch zünden darf. Ich werde den auch bald einmal nochmal anschauen. Also, ich glaube, man muss schon mega betrunken sein, dass man das sehr lustig findet. Ich habe dann irgendwann, ich habe mir eigentlich so nach den ersten 10 oder 15 Minuten gedacht, das wird
Nee, besser. Was mich aber an dem Film schon mal wieder fasziniert ist, dass schon gewisse Größen mitspielen oder sagen wir mal ein paar Schauspieler, die ja doch einen Namen haben. Und Ralf Möller, George W. Bush und so. genau, George W. Bush und der Bin Laden. Und, ja. Na, ich meine, J.K. Simmons zum Beispiel. Jetzt muss man schon helfen. J.K. Simmons. Ja. Der Jonah J. Jameson, oder? Von Spider-Man. Ah, okay. Wow. Der hat einen Auftritt gehabt. Der hat einen Auftritt, ja. Der hat die Fuck You-Partei gemacht. Genau. I do not remember. So, und wer jetzt da sitzt und sich fragt, ja, um was geht's denn da eigentlich? Das ist echt eine gute Frage. Es geht um einen Arbeitslosen, der in so einem Trailerpark wohnt und nach Arbeit sucht. Er hat eine etwas beleibtere Frau, die sich durch diesen Trailerpark in der Zwischenzeit durchvögelt. Und da passieren Sachen. Es ist während des Irak-Konflikts, wo halt dann der George W. Bush schon regelmäßig mit dem Bin Laden oder seinen Kumpanen telefoniert und sie austauscht. Ja, ich weiß es nicht. Also kann mir jemand den tieferen Sinn und Grund des Films oder des Spiels erklären? Ich hab's auch nie gespielt. Ich weiß eben, das, was mir hängen geblieben ist, dass man Katzen als Schalldämpfer benutzen kann. Ja, Ist ja nur Was ja so im Film dann auch noch mal gemacht wird. ich kann mich jetzt an Sachen erinnern, nur weil sie es sagt, dann sage ich, ah ja, okay. Aber 2007, also es ist fast 20 Jahre, wie dass ich den gesehen habe. Also ich weiß da wirklich gar nichts mehr. Ich weiß nicht nur die Stelle, wenn der Ralf Möller eben die fette Frau vor dem Typen bumst und dann rauskommt, wo ist das Mehl? Ich muss die feuchte Stelle suchen. Ja, genau. Das war's aber dann schon. Und dann noch diese eine Rede von dem Typen, der über die ganzen Toten vom World Trade Center Attentat, meine ich, herzieht, dass das gerade alles die reiche scheiß Banker waren und warum sie alle so anstellen oder irgendwie. Also der eigentlich so mit der Keule extrem böse Sachen über diese verstorbenen Leute da meine ich runtergehauen hat. Die zwei Sachen sind mir noch im Kopf geblieben. Ja, und der Deutsche Freizeitpark, der geführt wird vom Uwe Boll, wo ein Haufen Kinder dann natürlich erschossen werden und wo er irgendwelche Leute mit Zahngold dann bezahlen möchte. Das weiß ich auch nicht mehr. Der spielt sie sogar selber. Ich lese gerade bei Letterboxd, der Uwe Boll spielt Uwe Boll. Ja, richtig. Stark. Und ja, also am Ende denkt man sich, hoffentlich hat der Film kein Budget gehabt. Doch, er hat 15 Millionen gehabt. Und jetzt ihr werdet es nie erraten, wie viel Boxoffice der eingespielt hat. Nie. 15 Millionen? Was? Millionen? Ich glaube, es war eine klare Nullnummer. Der war gut. 146.000 US-Dollar hat er eingespielt. Das kann nicht sein, weil die Blu-ray, wo ich mir gekauft habe, die meine ich hat schon so viel gekostet. Okay. Ja. Ich hab nur das, nicht das Steelbook, sondern was waren das für neue, wer das gegeben hat? Die Kreisling-Dinger. Steelboxen, oder? Haben die nicht sogar Metalbox? Metalbox, so? ja, Metalbox. So, die habe ich noch als DVD daheim. Das war das erste drum, was ich mir gekauft habe in diesem Format. Da habe ich gedacht, das ist die hässlichste Scheiße auf der Welt. Stellst jetzt deine Steelbox rein und es schaut einfach scheiße aus. Macht die komplette Ansicht kaputt. Kotze. Aber das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man Postel im Blu-ray-Regal hat. DVD-Regal in dem Fall, ja. Weil ich glaube, als Blu-ray muss ich mir den nicht noch mehr auslassen. Nicht. Ich muss ihn noch mal anschauen. Wie gesagt, ich spiele wirklich schon seit langem mit dem Gedanken, ob der noch funktioniert. Weil damals habe ich schon blöd lachen können. Da waren wir aber erst 12. Wie bei Cabin Fever dann, wahrscheinlich. Da wird es uns genauer so gehen. Wahrscheinlich, ja. Gerade umdrehen. Oh, da hat's aber Cabin Fever echt unrecht. Ja, umdrehen dann. Wahrscheinlich ist Postal jetzt für mich der beste Film aller Zeiten. Wahrscheinlich. Na, da waren echt sehr, sehr viele Fremdschämen-Momente. Da fragt man sich ja immer, okay, das sind ja erwachsene Leute, die das dran, also die sich ja gedacht haben, ja, klingt nach einem guten Projekt, da mache ich mit. Komisch. Prinzipiell, glaube ich, war Postal schon ein gutes Projekt, aber halt vielleicht unter andere Fittiche. Ja, war das Spiel nicht sogar irgendwie beschlagnahmt oder ist das jetzt sogar irgendwie weg? Ja, oder? Ich Also glaube, indiziert auf alle Das Fälle. muss ja Wahnsinn sein. Also ich habe das einmal gerade irgendwie, das hat mir jemand verzeiht, dass du auf die Toten drauf bieseln kannst und so. Also das muss schon recht menschenverachtend sein und so. Ja, das ist typisch American Sports, oder? Da pisst man sich auch noch an. Hat das jetzt nicht die eine beim Mike Tyson-Kampf auch gemacht? was? Echt? Nein, weiß ich nicht, dann habe ich was falsch gelesen. Okay.
Ja, auf jeden Fall, also das ist so ein Film, da fragt man sich dann schon, okay, sollte man wirklich jeden Film so ansehen, dass man sagt, das kann man feiern? Mike, ist das so? Ist das so? Ich weiß nicht. Schwierig. Aber Ja. du hast dem 1,5 Sterne gegeben, das ist schon vernichtend. Ja, J.K. Simmons hat mir da schon ein bisschen Spaß gemacht. Der ist cool. Okay. Und an und für sich, es sind 2, 3 Gags drin, die sind halt lustig, aber der Rest ist halt wirklich Fremdschämen. Jetzt bin ich angefixt. Schauen wir demnächst an. Ja. bei nächsten Mal Lex hast du dabei als dein ultimativer Warleck, war der gut. Bombe. Ich hab dann gesagt, wir haben nicht einmal auf Letterboxd mit 5 Sterne bewertet, sondern auf IMDb, weil da kann man nämlich 10 hergeben und die hat er verdient. Okay. Kabi, bist du fertig? Ja. Hoffentlich. Weil dann würde ich mich mit einer Vollgas-Ausbombe anschließen. Und zwar haben die Macher von New Kids einen neuen Film gemacht und der heißt Crazy House. Mit dem Beleibten von Shaun of the Dead, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt, Nick Frost. Ja, der ausschaut wie der fette Pfeifel am Auswanderer. Psst, man sagt man nicht fett. Wahnsinn, das ist extra der Beleibte. Ja, du auf einmal. Ansonsten Übergewichtig. jetzt gerade weil so ein Nein, Typ ist, wenn es eine Frau gewesen wäre, jetzt geheißen, weißt du schon, die eine mit dir in einer fetten Scheißen. Gar nicht, das hatte ich nie sagen. Nie. Aber Es fängt so an, also der Film fängt so an wie eine Folge Eine schrecklich nette Familie. Also es ist so in 4:3 Format und mit diesem Gelächter im Hintergrund, das man da aus der Serie so kennt. Und da geht's quasi um die Familie. Der Nick Frost ist sehr, sehr christlicher Mensch und so und hat bestimmte Werte, die mit Füßen getreten werden. Seine Familie mag nicht immer so, wie er gern mehr hat. Und dann stellt sich heraus, dass in der Küche irgendwas kaputt ist und eines Tages stehen dann irgendwelche Gangster, also ich greife schon ein wenig vor, aber das sind Gangster, die bei einer die Küche renovieren wollen. Und er hinterfragt das nicht stark und dann fangen die das rumreißen an, reißen das halbe die Haus auseinander. Und die ganze Situation wird eigentlich nicht besser, sondern immer schlimmer. Die Familie wird immer mehr genervt von diesem ganzen Umstand. Also das ist alles so surreal. Also es ist wirklich so wie in so einer Sitcom von früher. Keiner hinterfragt irgendwas, keiner sagt irgendwas gegen irgendwelche Situationen. Jeder lässt das alles so über sich ergehen. Und wir haben dann, desto weiter der Film fortschreitet, haben wir gespannt, okay, das ist doch ein richtiger Film und wir springen dann vom 4:3 Format und dieser Anfang 90er Jahre Optik dann in 16:9 Format und zu der aktuellen Optik. Und das Ganze spitzt sich zu. Die Gangster nehmen die Familie quasi als Geisel und dann versucht die Familie, den Gangster auszukommen. Und das war ein richtiger geistiger Schwachsinn. Das war richtig, also der einer von den Gangster, der schwängert dann nur das Dirndl. Das Dirndl kriegt dann noch irgendeinen so einen Fleischklumpen, die gebärt den dann ganz seltsam. Der Nick Frost macht dann auch noch mehr eine Charakterwandlung durch vom Christen, der dann der hat immer Visionen vom Jesus. Da bringt er dann einen Jesus um, weil er braucht jetzt einen Jesus nicht mehr und er setzt sich jetzt selber zur Wehr und hat so Sachen. Also der versucht immer brutal edgy zu sein und auch bestimmte Sachen direkt auch zum Sprecher, die halt in der Gesellschaft anerkannt sind, eben wie Glaube oder Familienzusammenhalt oder irgendwas. Aber er möchte wirklich gewollt provokant sein und ist dabei einfach nur voll langweilig. Also der Film ist wirklich voll langweilig, der hat keine Spannungskurve, gar nichts. Die Figuren, das Ganze hin und her, das ist, es ist überhöht, weil es ja gespannt, okay, es ist wie das ein Sitcom auf sich geht und dann springt es aber, wie gesagt, in diesen Realfilm-Part und dann wird es aber auch nicht besser. Also es wird auch nicht spannender, deswegen, es gibt ein paar blutige Sachen, aber das rechtfertigt nicht die 1,5 Stunden Laufzeit sie zum Tor. Also der war richtig schlecht. Vom Schauspielerischen und vom Pacing her war das ein richtiger Mist. Hat mir nicht gefallen. Und was hat die veranlasst, den O zum Schauen? Weil ich New Kids mag und ich habe das eben gehört, dass der so wie der Sitcom aufgebaut ist, wie eine schrecklich nette Familie. Die Serie, die ich lieb. Dann haben wir gedacht, ja, diese Mischung aus dem Ganzen und der Nick Frost mag ich eigentlich auch. Der ist mir lieber wie der andere. Der von Simon Pegg. Danke sehr. Weltklasse Schauspieler? Wer der Simon Pegg oder der Nick Frost? Beide. Naja.
Auf alle Fälle. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, hey, kann cool werden, und es hat auch geheißen, dass er zu strahlen, weil es recht blutig ist. Und ich habe ein paar Battle gesehen, eben dann der Nick Frost mit Uzi von oben bis unten vollgespritzt mit seinem asligen Jesus-T-Shirt und so. Habe mir gedacht, ja, das kann so ein Film sein, da kann die depperte Hillocher und meinen Spaß haben. Und dieser New Kids-Humor und so, aber das hat nicht gezunden bei mir, es tut mir leid. Hat mir nicht gefallen. Schade. Ja. War nicht. Das tut mir leid für die, Mike. Macht nix. Ich habe schon größeren Scheißtrick gesehen, aber nicht viel. Weil ich habe nämlich nur ein paar Filme dabei. Unter anderem Sachen vom Night M. Shyamalan, ja Ding Dong, aber jetzt kommt der Kali mit dran. Der Kali kommt jetzt einmal dran. Kali, erzähl. Ich habe einen Film geschaut, den ich schon sehr lange mal sehen möchte. Und er ist für mich jetzt kein Dreck, aber er ist aber leck verschenkt, der viel Potenzial, und zwar Mad Heidi. Hat den vorher schon einer angeschaut. Ja. Also ich hab mich wirklich auf den gefreut, und ich war jetzt bei den Prime-Deals dabei, aber dachte jetzt für €1, da haust du mal, da lässt du mal die fetten Kröten raus, weißt du schon, und gönnst du den. Und dann haben wir den angeschaut und haben die ganze Zeit immer gedacht so, ja, aber da feit doch nur so viel, dass es jetzt wirklich lustig war. Das ist mir dem ganzen Film sogar, weil ich finde, der hat eine ultra geile Prämisse, das ist echt witzig, ist halt ziemlich detailverliebt in seine ganzen Käseanspielungen, die du überall hast, also dieses Worldbuilding, den ist jetzt einfach mal ist für so einen Trash-Film echt für eine richtig fett gemacht. Das hat Peter verkauft einen Käse unter der Hand, oder? Das ist der Käsedealer. Ja, genau. Lauter so geiler Bullshit, und dann ist halt, aber es geht halt immer so dieses gewisse Etwas geht einfach ab. Es ist zu viel Dialog, finde ich. Und dafür sind die Dialoge halt auch nicht lustig genug oder gut genug geschrieben in meinen Augen. Zu wenig Splatter, mit dem so ein Trash eigentlich immer punkten kann. Das ist aber auch relativ mau. Ja. Und ja, am Ende, gut, ein geiler Caspar Van Dien, der war Weltklasse. Der geht immer. Den fand ich super. Und auch, dass da die Weiber dann in seiner Käseform knockert drinnen haben zum Melken und lauter so ein Scheiß. Also schon immer lustige Sachen dabei. Das hat die abgeholt, gell? Das hat die abgeholt, ja. Lustig, sagt er. Genau. Das IG habe ich in Klammern gesetzt. Er hat wirklich das Problem war wie der letzte Ittenbach zum Beispiel, der war mir zu gewollt lustig. Und der wiederum, der Mad Heidi, hätte eben das Potenzial, ein richtiger geiler Fansblätterfilm zum sein. Genau. Macht aber wenig Fun. Viel zu wenig, genau. Also am Ende sage ich habe zwar meinen Spaß irgendwie gehabt damit, er war sicher lustiger, wenn du dann wieder ein paar Leute anschaust und ein bisschen Substanzen konsumierst. Ja, auch nicht, weil er ist ja trotzdem nicht lustig. Er wird ja auch mit mehr Leuten nicht lustig. Da kann man über so einen Scheiß, den du nüchtern nicht lustig findest, kannst du mehr lachen, weißt du. Okay. Aber ja, allein auf der Couch kann er mich nicht ganz abholen. Darum sage ich jetzt, der Film selber ist kein Dreck für mich, aber ein Riesenwurleck, wie man so viel Potenzial verschenken kann. Vor allem, weil der war ja in aller Munde, dieser Film. Der ist das war ja, ich habe gemeint, dass da Wunder, was für eine Trash-Bombe auf uns zukommt. Und dann schauen wir den an und denken wir so, wo es auf alle Fälle einer Versprechen durchziehen, weil sie nennen ja das Ganze Swissploitation. Und dieser Exploitation-Part, der da dabei ist, der ist ja wirklich gut. Und die nehmen ja auch das Genre an sich ja auch ernst. Oder die Tropes aus diesem Genre, wo man sagt, okay, so Frauenknastfilme und so, die haben ja alles dabei. Von diesen Misshandlungen im Gefängnis und dieses geilen Muskelweiber. Ja, und dann sie muss sie dann dort zur Wehr setzen und so. Es ist schon alles wie so diese 70er Jahre Exploitation-Filme. Das macht er schon cool. Aber ich finde, ich sag's wie du. Also es hätte ihm besser gestanden, wenn er einfach splatteriger gewesen war. Weniger so schmierig, sondern mehr einfach so, ja, vielleicht so Braindead-mäßig. Einfach so depperter Hissblättern von mir aus. Ja, genau. Das hätte ihm besser gestanden. Und das habe ich mir anhand vom Trailer auch erwartet, weil die Splatter-Szenen, die im Film sind, waren im Trailer. Also, den Trailer hab ich mir sogar nie angeschaut, aber dann ist ja, wenn du den Trailer vorher gesehen hast, dann ist es ja wirklich eine sehr, sehr maue Erfahrung, glaube ich. Ja. Ich habe da bei dem Crowdfunding damals mitgemacht und da haben wir dann schon gedacht... Du scheißt das Geld, oder? Du schiebst es an jeden in den Ohren. Ja, ob ich es jetzt so kaufe oder ob ich es jetzt über das Crowdfunding kriege, das ist doch scheiß der Hund drauf. Und wenn man so ein Projekt unterstützen kann, was ist denn los? Ja, eben, da war der ein oder andere Käseleib halt dann von Mike. Sponsert bei. Da war die Schreinerei Staatslogo einbrennt. Wenn dann die Fabrik explodiert und dann, wie bei so anderen Filmen, wo dann Reifen vorbeirollen da halt die Käseleiber vorbei. Also ich sag, dieses Thema Käse ist integriert echt geil, und dass die ganzen Laktoseintoleranten sind ja ein Feindbild. Und bevor sie sind aber auch die Hölle, die Leute. Ja, das stimmt schon, das sind schon richtige Penner. Frisst du mir Tabletten vorher und jammert's nicht, weil du kannst es wenigstens bei Laktose, kannst du Tabletten vorher fressen und scheißt dich nicht da, oder auf Fructose, das ist der wahre Endgegner.
Und dann auch im Knast, wenn sie vorher einen Käse essen müssen, damit schauen können, ob sie laktoseintolerant sind, und wenn sie das sind, dann werden sie verrammt. Das Thema zieht sich schon geil zu und halt ein so viele Kleinigkeiten, aber ja, am Ende des Tages sitze ich da und denke mir, ja, oder das Waterboarden mit dem Käsefondue, das ist mal lustig. ja. Also der Käsebeauftragte in dem Film, der hat auf jeden Fall richtig, richtig gute Arbeit gemacht. Ja, auf alle Fälle. Das stimmt. Auf alle Fälle. Ja, leider verschenktes Potenzial, da bin ich bei dir. Der Herr Knorr. Von meiner Enttäuschung weiter zu der nächsten Enttäuschung, Corby. Hallo? Gut, ich habe jetzt geraten, ich weiß nicht, ob du eine Enttäuschung jetzt hast, oder... Ich hab doch die nicht gemeint. Wir wissen alle, wie es gemeint war. Tatsächlich, ja, obwohl, achso, haben wir jetzt erstmal alle Enttäuschungen raus? Ja, gut, nein, der überlasse ich dir, Corby. Das wird heute der enttäuschendste Podcast überhaupt. Boah. Das haben wir schon seit 263 Folgen. Stimmt gar nicht. Ach, stimmt. wisst was, dann hau ich kurz eine Info raus. Und zwar, ich habe zwar schon einen Post dazu gemacht, aber ich glaube, das freut euch vielleicht auch. Der Kurzfilm Lost in the Sky ist jetzt seit ein paar Wochen auf YouTube verfügbar, und zwar in voller Länge, und wir haben schon mal über diesen kleinen Kurzfilm gesprochen, und zwar vor 2 Jahren, weil der lief im Hardline und hat dann auch noch einen Preis gewonnen, oder sogar 2, ich bin mir nicht mehr sicher. Also gab beste Kurzfilm war er. Millier-Ding oder auf alle Fälle gewonnen. Ja. Das ist ja die nächste Runde jetzt, und ich glaube vom Festival selber bester Kurzfilm kann es sein. Genau. Also 2 Sachen waren es auf jeden Fall. Und sie haben sie ja wirklich verdient, der Simon Oester und wie hieß der andere? Ist es der Kevin Gulberg? Auf alle Fälle Kevin. Genau. Die 2 mit riesigen Frisuren sind vor uns im Kino gesessen. Schneidet euch die Haare oder setzt einen Hut auf. Oder macht's keinen Dutt. Als Mann macht man sowieso keinen Dutt. Klare Geschlechterrollen. Auf jeden Fall ist dieser kleine, putzige Kurzfilm Lost in the Sky jetzt auf YouTube drauf. Die Besonderheit ist, das Ding schaut aus wie ein Pixar-Film, ist aber komplett Live-Action. Das ist nicht animiert, der Roboter ist echt, die Weltall-Szenen sind alle, glaube ich, in so Bottichen entstanden mit Milch und was weiß ich. Also, nur visuell ist das Ding echt cool, und es hat halt so Pixar-like natürlich, also einen kleinen emotionalen Touch nur mit dabei. Kann ich nur empfehlen. Reinschauen. Schön. Stimme zu. Gut. Und keine Dutz, bitte. Du, ich glaube, es war Dreck, ein Typ mit einem Dutt. Raste komplett aus. Was soll das? Und vor allem die dann wirklich mittig am Kopf haben. Was soll denn das? Aber ich hau jetzt einfach, ich bin saufrech, ich hau jetzt nur die letzte Enttäuschung raus, weil dann habe ich später nur noch richtig geile Sachen. Ich habe mal auch Furiosa angeschaut, nachdem der Mike das Ganze ja schon vor der letzten Folge oder in der vorletzten, ich weiß nicht mehr genau. In der vorletzten schon. Als kleine Enttäuschung wiedergegeben hat. Ja, also da finde ich, der hat sehr viel Potenzial verschenkt. So gern ich die Anya Taylor-Joy hab, aber ja, es ist einfach. An ihr liegt's ja auch nicht. An ihr liegt's ja auch nicht. Sie ist ja nicht das Problem. Rein an der Optik finde ich, weil ich habe mir auch jetzt erst angeschaut. Und ich finde auch diese Optik, diese CGI-lastige Optik, die nimmt mir ganz viel von dem Film. Ja. Da ist leider der Endgegner von dem Ganzen ist der Fury Road. Sei mir nicht best. Das ist das Problem, weil der Vorgänger übermächtig ist. Und ich war da tatsächlich ein bisschen verwirrt, weil ich hab das anscheinend die ganze Zeit nicht verstanden, dass der ja so krass mit Fury Road zusammenhängt. Das ist ja das komplette Prequel. Und das wusste ich nicht. Was hast du da gemeint, was das ist? Eine eigenständige Geschichte. Ich habe eigentlich gedacht, weil das Ding ja irgendwie Furiosa Saga heißt oder Mad Max Saga. Mad Max Saga, gedacht, okay, die wollen jetzt da einen ersten Teil von X aufbauen und mit ihr da irgendwas integrieren in diese Welt und halt dann nur so ein paar Elemente von Fury Road mit drin sind, aber ja, nee. Ja, ich finde, mich stört an nicht das Schauspiel, sondern dieses tatsächlich, was ich normalerweise sehr gerne mag, episodenhafte, das war mir einfach dann zu viel. Da hat mich keine Geschichte richtig abgeholt und es war mir dann am Ende zu viel, dass ich dann da gesessen bin und mir gedacht habe, weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich irgendwie was anderes erwartet. Ja, was Besseres. Ich habe jetzt erst angeschaut und ich war wirklich lang vor diesem grässlichen CGI so abgelenkt, dass ich glaube ich wirklich eine Stunde braucht habe, bis ich richtig reingekommen bin und mich darauf einlassen habe können. Dann hat schon passt, weil so, ich fand die Geschichte an sich ganz cool und sie eben auch
die Figuren an sich, aber ja, ich habe ewig lang gedacht, greiselig, Peter, schau dir das schon wieder an. Der ist schon wieder irgendwie für eine Stunde lang da gesessen, mit Würgereflexen und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt geht's. Bulimie ist vorbei, jetzt kann ich mir die restlichen 1,5 Stunden in Ruhe anschauen. Und dann geht's. Also wenn man vorher sich darauf einstellt, dass man jetzt was ganz Grausames sagt, dann kann man vielleicht genießen. Ja, war nicht so. Philipp, halt dein Maul, du brauchst jetzt gar nicht wieder lästig drunter kommentieren. Lassner, Meinungsfreiheit und so. Ja, die ist bei uns raus. Und wie ich tatsächlich ein bisschen nervig gefunden habe, war der Charakter von Chris Hemsworth. Weil ich nicht so richtig verstanden habe, was will er denn jetzt eigentlich? Also will er sie jetzt retten? Hasst er sie eigentlich? Oder was ist Sinn und Zweck? Ich glaube, er hat das selber nicht gewusst. Er ist einfach ein Narischer. Ja, und der pendelt da so als der Antagonist, pendelt da immer so zwischen Witzfigur und den ultra bösen Typen. Was sagst du, ja, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt die komische Nebenrolle oder bist du jetzt ein Fiesling oder was soll jetzt das sein? Aber der hat schon auch irgendeine Masken ein bisschen im Gesicht gehabt, oder? Nosenwack gemacht, man ja. Schon, oder? Weil ich mir die ganze Zeit dachte, der schaut so komisch aus, ich verstehe nicht. Was ist los mit dir? Das kann doch kein Prince Charming nicht sein. Prince Charming. Ja, genau. So. Dann haben wir da auch drüber geredet. Ja. Das ist schön. Also wie schon gesagt, ich habe nur grandiose Sachen dabei. Grandios. Okay. Grandiose Dokus. Hast du nicht dabei? Nein. Grinst schon wieder so? Nein. Okay. Sehr gut. Ich habe welche gesehen, aber es war nichts Vorlecktaugliches. Okay. Ja. Ich habe einen Horrorfilm angeschaut mir. Und zwar heißt der Creepy Crawly. Der war leider auch nur durchwachsen. Der fängt zwar so ganz cool an. Die Prämisse ist, also er wird direkt mit Corona gespielt in dem Film und da geht es quasi um so einen Hauskomplex, so einen riesigen, wie es bei die Chinesen, Japaner, jetzt weiß ich nicht genau, wo der Film her ist. Das schaut doch die gleichen. Das hast du gesagt. Ich habe da aus der Seele gesprochen. Null. Spritzt nicht immer aus meiner Seele. Da ist nicht Platz für mich allein. Ja, wir können reden über den Film. Bei mir interessiert schon, weil ich kenne den Film eigentlich auch nur aus deiner Blu-ray-Sammlung heraus. Du hast, glaube ich, mal irgendwie ein Mediabook oder sowas. Ja, genau. Und an sich, er hat schon ein paar coole Sachen eben auch mit dabei. Auch effekttechnisch und so, weil die Leute wächst dann, die da infiziert sind, die da in dem Haus wohnen. Also in diesem Hauskomplex bricht ein Virus aus, der die Leute mutieren lässt. Und das ist am Anfang ein wenig, dass du sagst, ja, das kann vielleicht so The Thing-mäßig sein, wer ist jetzt infiziert und so ein bisschen Paranoia-Stimmung. Und im Endeffekt wird's dann so Resident Evil-mäßig. Also das ist dann die wo dann das Virus dann haben, oder auch der Letzte, der das dann hat, das wird dann diese Übermenschen und auf der einen Seite also dann schaut's fast normal aus und haben halt so ein wenig so verrunkelt im Gesicht und rote Augen und dann haben wir halt, auf einer Seite haben sie dann einen riesigen Tentakelarm oder so Klingen drauf oder sowas in die Richtung. Tentakel wieder mal, Corby. Ja, da wird tentakelt. Das Oder auch Holt mich sofort ab. Ja, haben wir jetzt das erste Weird Weekend gehabt. Tja, da war sehr viel Tentakeln im Spiel, ich hab's gehört. Mike, du musst dir den anschauen. Nimm dir deine Frau. Ich bin jetzt froh, dass ich mir den Kuku noch angeschaut hab. War das schon super? Ja, der war vom Schiff aus. Wir reden jetzt schon vom Weird Weekend. Ach, das war das, genau. Stimmt, ich bring schon alles durcheinander. Genau, liebe Grüße an den Stefan. Urotsudoki Dochi oder wie du heißt. Nimmst du Frau, beide Kinder, deine Katzen und dann macht es einen schönen Family-Abend. Hau ab, ich hab die Folge gehört, Conny. Ich weiß, was uns erwartet. Also, die Darsteller sind mehr als durchwachsen. Das ist ja wirklich so das krasse Asiaten-Overacting. Das haben wir da ein paar Excellence. Wenn du mir jemand sagen möchtest, wie die Chinesen overacten können, dann sagst du einer Creepy Crawly. Die Action ist sehr hölzern, also das ist dann wieder so eine Sache mit, die Monster sind riesig und dann kommt halt einer und der meint dann, er müsste mit Kampfkunst oder mit irgendeinem Prügel oder was da gegen so riesige Monster kämpft, dann Ausweicher, so in Zeitlupe und so ein Shit, was du sagst, ja, bist jetzt ein normaler Mensch oder bist du der Power Ranger oder was soll jetzt der Mist? Power Ranger! Ich bin der Rote. Ich bin der Grüne. Und das ist der Bese am Anfang. Ja, der wird super, das ist der T-Rex mit der geilen Flöten. Also, nein, wegen Godzilla, oder? Der Rowdy hat einen T-Rex gehabt. Nein, stimmt, Godzilla. Der Rowdy war der T-Rex, stimmt. Genau, der Grüne hat einen Godzilla gehabt und dann ist er weiß geworden, da hat er was anderes gehabt, oder? Den Vogel, den Adler. Hat den Adler gehabt, das sind Power Rangers, der Film dann. dann. Über was redst du? Power Rangers. Der Corby ist der Gelbe. Chinesin. Hä? Ich bin total verwirrt. Power Rangers.
Habe ich nie gesehen. Ja, google Alter, mal. was hast du für Kinder gehabt? Richtig coole mit Digimon und mit Pokémon. Und Die habe ich auch geschaut, aber auch Power Rangers. Kobi, du, kleiner Tipp, weil du hast ja so einen Crush wegen der Tante von Smile 2, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die spielt übrigens in diesem Power Rangers Remake. James Franco. Nein, Naomi Scott. Ja, die spielt da mit in Power Rangers. Stimmt, die waren auch dabei. Ja, kein Scheiß. Aber das Remake war ganz schön ein Mist. Warum? Da war Sven Kämpfer. Das war Ja, zwei das war- Tralala und dann nur am Schluss dann mit die Swords und so. Das war wirklich so, die wollten was aufbauen, glaube ich. Die wollten, glaube ich, auch in Richtung Franchise gehen, aber das halt nur am Schluss dann da sind die ganzen Power Rangers, aber da war halt dann kein Power mehr da. da war die Power schon aus. Also, Aber Moment, hallo. lohnt sich das, sich anzuschauen wegen der Naomi Scott oder nicht? Ich weiß, also ich hab den angeschaut und hab mir sagen. gedacht, eher schwach, aber mir hätten auch gerne Naomi singen, ich sag's wie es ist. Jetzt, wo halt Naomi Scott eben auch im Fanclub dabei bin mit dir, ich glaube, ich muss mir Power Rangers doch noch mehr anschauen. Ja, machen Also- wir Also eine machen wir Folge. eine Folge drüber. Passt, ausgemacht. Überlegt, der Trashcast. Nochmal zurück zu Creepy Crawly. Ich werde jetzt den Operator, also ich werde jetzt nicht so viel über das Ding verzeihen, weil es nicht wirklich wert ist. Es tut mir leid. Es ist halt einfach die Effekte, am Anfang meinst du, ja, ist jetzt so nicht schlecht und so partiell ein paar so CGI-Geschichten und ein paar so praktische Sachen, aber das fällt dann im Laufe des Films komplett weg und wir haben dann nur noch CGI-Gedöns. Und wie wir alle wissen, so Creature-Feature-Geschichten mit CGI ist halt nicht ganz so heiß, wie wenn man es mit praktische Effekte macht. Es tut mir leid. Ich hätte den Film wirklich gern mehr mengen, weil ich fand das Artwork cool. Das Mediabook ist super cool. Aber wie gesagt, der Film ewige Längen und dann, wenn wirklich einmal was passiert, dann hat mir die Action auch nicht wirklich abgeholt. Ich kann einen Creepy Crawly leider nicht wirklich empfehlen. Es tut mir leid. Wie lange dauert denn dann, weil die Asiatenfilme, die mengen ja gerne mal 2 Stunden plus dauern. Das ist jetzt Aber wenn es eigentlich gerade für 2 Minuten was zum Verzeihen haben. Die sind 85 Minuten, das ging nicht so gut. Deswegen ist er mir wirklich ein länger Richtig. vorgekommen, wie er eigentlich sein sollte. Naja, war nicht So, so. Kani, du bist dran. Kim, verzeih mal was. Ich muss noch meinen Keks essen, lass mich in Ruhe. Es ist der Glückskeks. Dieser Junk, das sind, ich möchte kurz mal, ist ein Wolleck, Kekse von More, Chunky Cookies mit Chocolate Brownie Flavor. Oh, ich hab noch gar keinen Finger davon. Sind perfekt for sharing, nicht bei mir, gibt's gar nichts. 85%. Perfekt für Schere. Genau, perfekt für Schere, ist eigentlich nur für Sister Sisters. 85% weniger Zucker, aber voller Geschmack. Genau, und die hat er jetzt während der Aufnahme aufreißen müssen und sie in, Die waren schon seine, offen. in seinen wunderschönen Mund schieben. Kommt gerade vom Chinesen, ne? Und frisst jetzt ein Backel Plätzerl. Also, Fettsack XL, ich höre dir tapsen. Ne? Hallo? Ich hab alles, was ich beim Chinesen gegessen habe, innerhalb von einer halben Stunde wieder ausgeschissen, weil da was übrigens drinnen war. Oh Gott. So ein Irgendwo brauche ich mehr Energie, irgendwoher brauche ich es. Jetzt, Also, jetzt hast du noch heute, eins eingeschoben. Was ist Nein, eigentlich ich los habe mit noch dir? abbissen, das war halber da. Hört euch more Chunky Flavor Ding. Dieser Podcast wird präsentiert von. Ja, genau. More Chunky Flavor. Hallo, ist mein wohl lecker. Gute Keks. Nimm einen Schluck Wasser dran. Mal einen Schokolade auszuschwaben. Da kann ich sich wieder schneien ohne Ende am Samstag. Wie die geilen alten Männer, die da sitzen, wenn sie das essen und die ganze Zeit. Okay, kann ich den Mann das so machen. Mach bitte ein paar weiter, kann man das immer anhören. Du jetzt ist vor dem Pub ständig, gell? Nein. Wobei, der Mike hat jetzt, wenn die Folge rauskommt, bist du dann schon 40. Ja. Wahrscheinlich schon. Also, Ja. Mike, du wirst innerhalb von einer Woche anfangen am Essenstisch gerade noch. Wahrscheinlich. Und immer wenn du aufstehst, machst du so. Und beim Hiesitzen dann immer. Und dann Also, Kali, das ist ein richtig geiler Olga-Mo. hast du irgendeinen Film gesehen, irgendeine Serie, irgendwas? Ich sehe gerade den Film von Mike seiner Alterung vor mir. Oh mein Gott. Ich hab's doch heute am Anfang schon gesagt, der Mike ist einfach mein Lebensinhalt. Wahnsinn. ist einfach so. Ich hab mir endlich jetzt auf einen Sitz die Serie The Penguin durchgeschaut und die ist bombengeil, ist ein richtiges Leck. Also wer The Batman gesehen hat, wird sicherlich seinen Spaß damit haben, der kennt dann Penguin. auch schon die Figur von, warum auch immer der Colin Farrell da als so hergerichtet worden ist, frage ich mich heute noch, er spielt zwar bombengeil, aber es hätte Schauspieler gegeben, die wahrscheinlich weniger in die Maske dafür müssen hätten. Aber die Serie ist echt richtig gut. Geile, ich finde es eine coole Gangstergeschichte, geile Mafia-Geschichte dahinter und man
sagt halt, wie der Penguin da die ganzen anderen ausspult und dann auf den Thron des Gothams Untergrunds geht. Viel mehr eigentlich gar nicht dazu sagen, das außer schaut es euch gefälligst aus, sonst Shepherds. Kommt der Batman vor? Hä? Kommt der Batman vor? Nein, das ist geht rein um Gothams Unterwelt mit dem Penguin. Und die Falconis und Maronis und die anderen Homies. Ey, heißt der Penguin und nicht Batman? Was wärst du da so dumm schnaufen? Ja, aber wenn schon in The Batman spielt, da hätte er schon mal vorbeifliegen können. Ja, eben. Dann schaust du vorher The Batman an, weil der Film dauert nämlich so lang wie 3 Folgen und dann bist du ungefähr Barry. Vor der Screamtime her mit dem Penguin. Weißt du das? Haben wir einen Deal. Ich bin schon wieder angefressen, wenn die Besen dann schon wieder irgendein spezielles Spin-off kriegen. Ich glaube schon wieder, gut, Craven, muss ich jetzt sagen, der Trailer war jetzt nicht schlecht, aber warum muss man die, ja, egal. Macht's weiter. Ich mag beim Batman-Universum finde ich, kannst viel Bäse gute Geschichte erzählen, weil die unglaublich geile Figuren sind, die wirklich viel Tiefe und so weiter zum Bieten hätten. Also das Batman-Universum hätte einiges auf dem Kasten, aber alle anderen, der Venom und der Craven und die ganzen Gurken, was mehr mit den Idioten, wenn sie so umgesetzt werden wie bisher. Du kannst allgemein einmal irgendwelche Batman-Bösewichte hernehmen, der wo es nicht schon 1000 Mal in irgendwelche Filme verwurstelt worden sind. Da gab es 1000 und wo es hat ein riesiges Portfolio Joker, und Gegner. Penguin, Two-Face, nutzt mal was anderes. Da kommt einfach Viel dann mehr Filme wie Joker, Folie à Deux, stimmt. Ja, unbedingt. Mehr der Bösewichte, die singen. Unbedingt, ja. Dann kriegen wir wahrscheinlich beim nächsten Batman wieder einen Joker hergeschissen, nur damit wir dann wieder 18.000 Fan-Diskussionen auf sämtliche Foren haben, wer jetzt der beste Joker war und so muss man sich. Wurscht. Penguin-Serie, geil. Richtig gut, Colin Farrell spielt das mega und er ist halt wirklich, wirklich so ein dermaßen mieses Schwein, vor allem das Ende, da haben wir auch gedacht, es passt ja natürlich, weil du musst es ja sein, aber es ist trotzdem so anreidig asozial, das Ende. Ich habe richtig, in Anführungszeichen, Spaß gehabt mit der Serie. Anreidig asozial? Ja, aber also das, was er da noch abzeigt, ist so mies, da bin ich echt gesagt, jetzt halt doch dein scheiß Maul und lass das. Aber sie haben eine richtig geile Figur aus ihm gemacht. Also er ist so richtig mieses Sau einfach. Und das fängt klar auf. Weil da gibt's dann auch so Rückblicke aus seiner Kindheit und er ist einfach klar auf, so ein richtig widerlicher, kleiner, fetter Hurensohn. Oder beleibt, wie der Mike normal immer sagt. Ja. Ein richtig kleiner, beleibter Hurensohn. Stämmig, ja genau. Stämmig war das Wort, nachdem ich gesagt habe. Ja. Ja, der HBO liefert wie immer ab. Bei uns auf Wow zum Singen, wer es singen möchte. Und jetzt ich habe es leider noch mal geschafft, ich habe es nämlich vergessen, dass das jetzt schon raus ist. Es war nämlich die erste Folge zu der Dune Prophecy, oder? Heißt die Serie heraus? Hätte mich interessiert, dass ich die noch mitnehme, die erste Folge, werde es dann in den nächsten Wochen Lex hören, aber ich habe schon einige Stimmen gehört und die Serie soll nicht so toll sein. Ungefähr so toll wie dass die Filme nicht so toll sind. Halt dein Fitzmaul. Aber echt, jetzt ist hier. Kann ich nichts. Ich hab tatsächlich Kritiken in beide Richtungen gesehen. Also ich bin bisher wirklich nur von schlecht, oder das Hauptproblem, was ich gelesen habe, ist, dass die so langweilig sein soll. Ja, wie die Filme. Jetzt hör mal auf. Aber echt, jetzt kriegen wir uns aufs Blut mit dir. Das gibt's ja nicht. Wir immer von der Seite dann auf einmal nur so reinstichern. Er ist so richtig so ein kleiner Stichler. Er traut es dann nicht direkt ins Gesicht sagen, die feige Mistsau, sondern er stichelt von der Seite ein wenig. Ja. In der Hoffnung, dass man es vielleicht gar nicht hört. Vielleicht. Aber dann immer mit so ganz kleinen Spitzenbeleidigungen. Weißt du, so, die Filme nicht. Das ist ja gewohnt von daheim, weil der Maul da gerade hinter vorgehalten hat seiner Frau nachher. Ich dachte niemals Meinung sagen, niemals. Ja. Das werden wir, wenn wir jetzt dann beim Geburtstagsbrunch sind, werden wir das mal nachholen. Ich streite alles ab. Der ist wurscht, wir haben alles aufgenommen. Null. Schutz des gesprochenen Wortes gibt's bei uns nicht, wir lassen ständig das Aufnahmegerät mitlaufen. Okay. Mike, hast du auch irgendwas Gutes dabei? Dune 2. Ich habe einen Rewatch hab ich gemacht. Der war wieder sehr stark und zwar habe ich High Tension habe ich mir angeschaut. Schönes Ding. Weil ich nämlich gesehen habe, dass ich weiß nicht warum, aber der war auf Tele 5 da vor Äonen und dann habe ich mir den aufgenommen. Ich weiß nicht warum, dass ich die Sachen, die dann wieder mal entschlagnahmt werden oder dann einmal im Fernseher laufen, umgeschnitten, so wie jetzt der Texas Chainsaw Massacre oder Tanz der Teufel, dass wenn die im Fernsehen laufen, dass ich mir es dann trotzdem mal aufnehme und schauen wir es dann an, das weiß ich nicht, warum ich das tue. Manchmal mache ich das, keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich mir High Tension angeschaut und ich bin wieder mal bestätigt worden, warum dass ich immer sage, dass das von den 4 großen französischen Terrorfilme mein Favorit ist. Der ist wirklich Wahnsinn. Also beim Titel ist der Name eigentlich ist Programm. Also ist wirklich Hochspannung bis zum Schluss. Story,
ist eher so, mal so Slasher-mäßig kann man die schon mal machen. Und zwar, dass da quasi die zwei Studentinnen fahren in das Elternhaus von der anderen und wollen da lernen. Und des Nachts oder in der Nacht, in der sie ankommen, kommt auch ein Killer ins Haus und fängt an, die ganze Familie umzubringen. Und da entbrennt dann ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, das ist schon krass. Also ich habe mir dann auch gedacht, jetzt dann so frei ab 18 und dann auch im Fernsehen und dann sehe ich das alles so und denke mir, ja, okay, also wenn du dann zusammen mit Tanz der Teufel anschaust im Fernsehen, was du sagst, ja, am Schluss halt der Kartoffelbrei und diese ganzen Splatter-Geschichten, wo du jetzt sagst, das kannst du alles erkennen. Aber heute Henschen ist ja noch eine andere Nummer. Und das für Fernsehen und so. Die Szene mit der Mom ist schon übel, gell? Ja, mit der Mom. Das auch mit dem, ich finde das auch mit dem Ding, mit dem Kind ziemlich krass, obwohl du da nichts siehst, aber der ist also süß mit seinem Cowboy-Outfit und dann, wie der dann drauf geht, so richtig kaltschnäuzig. Denke ich mir, ja, Film, das ist krass. Aber das mag er da auch schon. Er mag gerne auf Kinder zielen und schießen und so, das mag er. Ich glaube, dass der wieder keine Kinder so richtig hasst. Wer mag das nicht? Der sollte lieber Katzen wegeifern. Halt dein scheiß Maul. Ein Wort über Katzen. Wobei, halt weiß ich, ja, ab und zu darfst du schon eifern. Ja, das darf ich auch sagen. Also, wie gesagt, der Film holt sich am Anfang überhaupt nicht lang auf mit irgendwelche langen Querelen und Ding mit der Einführung von den Figuren. Das macht er zweckmäßig. Jeder weiß, wer wo hingehört, wo es los ist und dann kommt der Killer und dann geht's rund. Und wie gesagt, dann ist wirklich draht der an der Spannungsschraube, dass der Wahnsinn ist, stark. Also auch schon von Haus aus immer, also ein guter Mann nach wie vor, aber da mit seinem Erstlingswerk, da hat er ein richtig geiles Werk abgeliefert. Voll geil und funktioniert immer noch voll gut. Mag ich sehr. Und ich habe es dann auch mit dem Ende, das Ende ist ja auch immer wieder Stein des Anstoßes für manche Leute, aber ja, wenn du dir mal ein wenig mit psychischen Erkrankungen so auseinandergesetzt hast und so, dann kann man sich das selber erklären, warum das manche Sachen so sind und dass manche Sachen im Film eigentlich gar nie passiert sind, zum Beispiel. Und ich wollte gerade sagen, du musst dich nicht auseinandersetzen damit, oder? Du musst einfach nur sagen, okay, das ist halt Einbildung. Ja. Was sie da gesagt hat, das Genau. ist halt alles, halt dein Maul, das ist Einbildung, fertig, Thema erledigt, musst du nicht mehr studieren. Krass, spoilert einfach alles. Du weißt ja nicht, wo es Einbildung ist. Stimmt. Stimmt. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, schaut es auf alle Fälle an. Wie gesagt, kann man jetzt ab 18 sich holen. Im Vergleich zu den anderen drei, oder? Die anderen drei, also Inside ist immer nur beschlagnahmt, Martyrs auch indiziert und Frontiers auch indiziert. Also das ist der einzige, den man normal im Geschäft uncut kaufen kann. Ich glaube schon, ja. Ja. Also holt's euch, spannendes Ding. Unbedingt ausschauen. Cool. Ja, ich habe den tatsächlich nach wie vor noch nicht gesehen, weil ich mich noch nicht getraut habe. Warum? Dann machen wir mal, mit dem Corby wird jetzt dann einmal ein italienischer Abend gemacht und dann noch ein französischer Abend gemacht. Und dann schauen wir uns noch die französischen Filme an. Und einen deutschen Abend müssen wir noch machen. Ich habe unsere Levizia-Folge gehört, dann hat es auch geheißen, was mit Ittenbach-Marathon mal gehört oder so ein deutscher. Stimmt. Was heißt denn da warum? Ich muss halt in der Stimmung entsprechend sein. Ja, das machen wir dann schon beim französischen Abend. Bringen wir den Stimmung und dann schauen wir die Filme an. Gott. Das war das Geräusch, wie schnell, dass du deine Finger abschlägst, nachdem du das in der Chipstüten drin gehabt hast, oder? Na, von meinem Cookie-Chunky-Flavor jetzt gerade. Ich glaube, das war eher die richtige Überleitung auf unser, glaube ich, wahrscheinlich größtes Warleck, das wir alle drei dabei haben. Yeah. Und zwar, wir haben The Substance gesehen und jeder für sich. Ja. Ja. Oder habe ich hier den Film falsch angepriesen und das ist für euch gar kein Warleck? Ja, das ist schon überlegt. Es ist zur Top 10 Material für 2024, definitiv. Aber wir müssen uns jetzt müssen wir mal kurz eine Spoilerwarnung raushauen. Jeder, der Substance noch nicht gesehen hat und nichts davon wissen möchte, schaut jetzt mal schnell aus, weil ich habe jetzt eine Frage zu diesem Film. Die beschäftigt oder vorspulen. Das war nicht da wie abschalten, nicht abschalten. Ja, wenn eine Pause Substance anschauen wieder, aber lieber vorspulen, ja genau. Ich habe jetzt eine Frage zu dieser Substance, gell? Was ist eigentlich der Zweck dieser Substanz, dieser Substanz, was sie da spritzen? Weil ich habe zuerst gemeint, es geht darum, dass sie dann das, was dieses jüngere Menschen-Ich von ihrer oder Wesen oder was auch immer erlebt, dass sie diese Erfahrungen in sich mitnimmt und dann praktisch diese Gefühle auch hat. Aber das ist ja nicht so. Nein, das hat so verschiedene. Das heißt zwar immer, ihr seid eins, sie sind voneinander abhängig, aber es sind zwei Bewusstsein, nee, bevor zwei Bewusstseins.
Du darfst den Film auf das nicht, auf das Rationale, glaube ich, in dem Fall nicht auf die Goldwaage legen. Weil das ist, wo wir wieder bei der Substance sind, er möchte halt bestimmte Sachen sagen und machen und da ist diese Substance einfach nur Mittel zum Zweck. Man erfährt ja auch nie, wer und wie und hin und her. Das ist einfach da diese Substanz, die macht mit dem Körper das und das. Und dann, was er dann damit sagen möchte und was er dann sagen möchte, das ist dem wichtiger, als dass er da jetzt wirklich eine Narrative aufmacht, die nachvollziehbar ist. Ja, ich habe mir aber weiß nicht, das finde ich ein bisschen einfach in dem Moment, weil er doch so viel zum Song hat, was er da im Thema Feminismus und wie Frauen da klar gehalten werden und so. Und dann finde ich so halt, dann hätte ich mir da ein bisschen mehr Substanz gewünscht. Ja, aber dasselbe haben wir ja das macht für mich, es gibt dann, warum spritzt ich mir das dann, wenn ich das nicht mitnehme? Weil zuerst haben wir gedacht, okay, die teilen sie dann in Erinnerungen oder sonst etwas. Aber da ja jede von dem, was passiert ist, während die andere aktiv war, überrascht ist, aber dachte, okay, die teilen sie anscheinend keine Erinnerungen. Was bringt dann die ganze Scheiße? Also, ich mache nur ganz kurz einen Einschub für alle, die jetzt gerade zuhören. Sie denken, okay, scheiß auf den Spoiler, aber ich möchte gerne mal wissen, um was geht's denn in die Substance? Ja, um Substanz haben wir schon gesagt. Ja, die Schauspielerin Elizabeth Sparkle, die ist mittlerweile schon eine große Ikone in Hollywood wahrscheinlich, aber sie ist in die Jahre gekommen und ihr sexistischer Produzent feuert sie dann und sagt dann, okay, wir ersetzen die gute Dame durch ein jüngeres Modell. Und weil sie sich halt noch nicht bereit fühlt, dass sie sagt, okay, sie tritt da aus diesem Hollywood-Leben aus, und dann an einen Autounfall gerät, bekommt sie die Chance, eben diese Substanz, über die der Kani und der Mike gerade schon debattiert haben, auszuprobieren. Und der Mike hat es eigentlich ganz schön gesagt, die Substanz dient dazu, eine bessere, perfekte Version von ihr zu erstellen. Und der Clou ist, alle 7 Tage müssen die beiden ihr Bewusstsein wechseln. Und ja, Kani hat schon recht, da hat sie an mir der Sinn nicht ganz so erschlossen. Es wird nicht synchronisiert, also das heißt nicht, dass sie automatisch wissen, was die andere getan hat, die andere Version. Aber richtig geiler Bodyhorror mit brutal krassen Szenen und die in beide, also in 2 Richtungen gehen. Also zum einen teilweise richtig widerlich, eklig und mega geil. Aber hallo. Aber hallo. Vor allem die Aerobic-Szenen mit Margaret Qualley dann. Das ist echt so geil, weil der Film das, was er ja eigentlich anprangert, ja das wieder hernimmt quasi. Das nimmt er her. Und du sitzt dann vor dem Fernseher und denkst da, und dann bist du aber da wieder genauso wie der Typ, wie der Dennis Quaid-Charakter. So ein richtig schmieriger Depp. So sitzt dann wieder davor. Die dann sind nicht so anziehen, wenn sie es nicht mehr hört. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Aber ich glaube, dass das eher ist mit diesem, sie wissen ja nicht voneinander, dass das diese Verwirklichung durch eine andere Person ist. Selbstverwirklichung durch eine andere Person, wo es ganz oft bei so Schönheitswettbewerbe in Amerika mit Kindern und so, wo die Eltern ihre Kinder in diese wie sagt man, Veranstaltungen, danke sehr, ist schon so spät. Schönheitswettbewerbe stopfen und lassen die Kinder da die übelste Sachen durchmachen, nur weil sie selber das nicht gemacht haben und sie die Eltern selber dadurch verwirklichen. Ich glaube, dass das eher ein wenig so in die Richtung geht. Und dann geht aber noch weiter. Und dann sagst du, okay, es kann, also es ist ja so, dass beide eigentlich zusammenhelfen müssen. Beide. Wenn beide zur selben Zeit wieder zurückgehen nach diesem Tag und jeder spritzt sich nur das, was er haben soll und fertig. Aber dieser Raubbau am eigenen Körper, den die Junge macht, wirkt sich dann auf das Alte aus. Und das finde ich auch super, diese Metapher, dass dann hast du quasi das, was du in deiner Jugend tust, musst im Alter dann büßen und so. Also er macht wirklich so unwahrscheinlich viele Sachen auf. Fand ich krass. Also der ganze Film, wieder ein Gedicht. Ein asoziales Gedicht, 2,5 Stunden, wo ich mir gedacht habe, warum muss denn schon wieder so lang sein? Aber die Zeit ist wirklich vergangen wie 90 Minuten. Brutal. Ja, die merkst du, also Zeit finde ich, hast du überhaupt nicht gemerkt. Also er ist echt für das kurzweilig. Ich habe mir den im Kino angeschaut. Du Glücklicher. Und der ganze Saal war voll. Und ich habe mir echt bis zur Stunde 2 gedacht, wieso hat denn dieser Film so wenig
Kinovorstellungen. Also das erschließt sie mir gar nicht. Ja, okay, es ist natürlich viel Bodyhorror dabei, aber was soll jetzt da so ultra krasser? Und dann kommt die letzte halbe Stunde und hat mir diese Frage beantwortet. Das war dann das, wo ich grinsend drin gesessen bin und mir gedacht habe, oh cool, yeah. Das ist jetzt gerade, das ist wieder so Hardline und Fright Nights und und unsere ganzen Gore-Geschichten, Terrifier und was weiß ich, like im Kino, genauso wie man es mengt. Und neben mir sind Leute echt teilweise ausgeflippt, weil die damit gar nicht klargekommen sind, was jetzt da auf einmal passiert. Und dann, ja, aber der Film war doch bis gerade eben nur so gut. Hinter mir, ja, was soll jetzt die Scheiße? Das passiert, wenn du nicht aufpasst, du Jungsfrüchterl, jetzt gesagt. Ja, also ich muss aber auch dazu sagen, ich hätte die letzten 10 Minuten so nicht braucht, zwingend. Wie das quasi so, dieser Zweikampf im Endeffekt, der hätte es mir eigentlich schon gelangt. Also dieser Overkill am Ende, den hätte ich schon wieder gar nicht mehr braucht. War zwar nice to have, war schön, aber der Film hätte für mich so auch funktioniert. Muss ich sagen. Oder das Ende zumindest. Na scheißegal, ob du den brauchst jetzt. Ja, aber ich sag's ja gerade. Deswegen hast du mir eingeladen, dass ich dabei bin. Entschuldigung. Passt schon. Aber weil du sagst mit ihrer Nachvollziehbarkeit, diese Regisseurin da, die Coralie Fargeau, ich sage jetzt einfach mal, wie gesagt, wenn er Französisch schreibt, es drunter, wie es wirklich ausgesprochen wird, keine Ahnung. Die hat ja diesen Revenge auch gemacht. Revenge? Dieser Rape and Revenge Film, wo die von der Klippe fällt, aufgespießt wird. Ja. In dem Film setzt ja selber auch null auf Realismus. Das ist ja da dasselbe. Da wird ja auch mit Bildsprache und mit Haffern gearbeitet und da ist ja im Endeffekt dasselbe. Ja, ich lasse mir das ja alles eigen. Es war jetzt auch nicht so, dass man das voll nimmt, aber ich fand einfach, das ist so ein kleines Meh. Weil ich dachte, da hätte man zumindest so, dann hätte sie mehr Sinn, warum ich mir das spritz, das war einfach so dieser Funken Sinn dahinter gewesen, weißt du? Ja. Weil das Körperliche, das funktioniert ja, das Gegenseitige, wie wir vorher gesagt haben, wenn du zu lang brauchst, dann wird dein altes Ich eben, muss darunter leiden, wenn das alte Ich eben dann Vollgas Ei frisst, dann muss das junge Ich mehr Sport machen, weil es dann auch ein Fettsack wird. Das funktioniert und dann hätten wir jetzt gewünscht, das war ja eigentlich ein prädestinierter Sinn dafür. Ich bin zu alt und deswegen spritze ich mir das jetzt und dann kann ich da weiter teilhaben oder an dem Leben, das man da für Daisy jung und gut ausschauen muss, weil es andere so wollen und ich nicht loslassen kann. Das war für mich einfach nur so eine kleine Sinnhaftigkeit hinter der Substanz gewesen, die man gewünscht hätte. Ja. Aber ja, mit Body Horror und der Margaret Qualley, da hat man schon genug Sinn, sich den Film anzuschauen. Und wenn man gerade auf die Aerobic-Szenen hinspult, das klang da. Demi Moore hat auch echt gut gespielt. Also das ist 50 Jahre alt, viel Teufel. 60er. 60er. Vor allem wirklich die Rolle, die Physis von der Rolle, die war ja die 80% vom Film knockert. Finde ich echt krass. Also, aber da, im Film hat so 50-Jährige gespielt, oder? Das kann auch sein, ja. Voll unrealistisch. Nein, das passt ja, das ist ja das Geile. Echt, du bist so schlimm halt. Das ist ja unglaublich. Wahrscheinlich ist er echt die ganze Zeit. Ich auf junge Hüpfer stehe und nicht auf die alten Granten. Wahrscheinlich ist sie die ganze Zeit in dem Film drin gesessen, hat sie alle 2 Minuten gedacht, das ist doch unrealistisch, das ist doch unrealistisch. Der ist ja nie 50, der ist ja locker 60, schau dir das an. Wer soll denn das glauben? Spinzer. Ja, nein, geht gar nicht. Da habe ich schon einen gewissen Anspruch an Altersdarstellung. Da habe ich einen gewissen Anspruch. Kann ich mir nicht mal eine Folge über den Film auf und dann lässt man keine draußen. Hey, ja. Hallo, das ist Mobbing. Oh Mann. Hast du die Stille gehört? Ja. Die völlig Akzeptanz. Wart's nur, wenn wir am Sonntag beim Mike sagen Frühstücksbrunch sind und ich sage dann so, hey, warum schmecken denn die Würstel so nach Zimt? Da werd ich die Stille danach genießen. Cobweb gefällt das. Sie. Aber der ist so geil, also Dennis Quaid war Wahnsinn. Also der war als Harvey. Zwinker, ganz cool. Und vor allem dann auch diese Szene, wenn er diese Ding frisst, diese Krabben, oder? Die Krabben oder diese Garnelen. Dieses sinnbildliche Auszuzeln, wo er dann die auszuzelt und ihr dann im gleichen Atemzug sagt, dass nicht mehr Kimmer braucht, so quasi, weil es zu alt ist und so. Also ganz stark, wie er das macht. Echt gut. Voll geil, ja. Also er hat mich richtig angewidert die ganze Zeit. Ja. Und halt Leute, geile, wie du schon gerade angesprochen hast, der geile Name, dass er auch noch Harvey heißt. Ja. Geil. Bombe.
Na so, also die ganze Message von dem Film finde ich voll geil umgesetzt und das, was sie da angreift, eben ist ja nur Nörgeln auf hohem Niveau, aber ich fand den so auch super stark. Im Kino müsste man den gesehen haben können. Hätte man im Kino sehen sollen, ja. Ich habe ihn leider nur auf den Hamid-Dienstag gesehen, wo ich auch wieder gespannt habe, okay, wenn ich ihn auf Mubi, über Mubi selber abonniert hätte ich ihn auf Deutsch sehen dürfen. Ich habe ihn über als Amazon-Channel habe ihn abonniert, jetzt habe ich ihn nur auf Englisch sehen können. Was das wieder für ein Scheißtrick ist. Also, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe ihn auch verstanden, obwohl er auf Englisch war. Ja, da brauchst du nicht viel Schmerz, wenn sie Aerobics machen. Ja eben, da muss ich eben so bei 5 Minuten zurück, 5 Minuten 4, 5 Minuten anschauen, 5 Minuten zurück. Dann schützt auf dem Handy schützt er da noch das Call on Me Little her. Und dann geht's rund. Dann ist ja Mubi angesagt, ja. Aber wenn wir schon bist du fertig mit Substance? Ja, ich glaube schon. Machst dort fertig. Wenn wir schon beim Thema, also ist jetzt eigentlich nicht so, vielleicht ist für manche Wolleck, aber ich hätte rein informativ, habt ihr es gewusst, wenn man Darmspiegelung, eine Magen-Darm-Spiegelung kriegt, dass man mittlerweile Bilder von seinem Inneren mit Horn kriegt? Für einen Kamin, oder? Ich weiß nicht, für was das man mitkriegt, weil du kriegst. Muss ich das extra zahlen? Ist das so, wie wenn ich in einer Achterbahn drin war und dann, hey, wollen Sie noch ein Bild? Ja, 16 Euro bitte. Nein, ich war da ganz überrascht, als ich das erfahren habe. Du gehst dann heim und dann kriegst du ein Beutel und dann hast du halt ein Beutel von deinem Magen und deinem Arschloch innen. Das ist, oh Mann. Wow. Also ich habe mir gedacht, das sollten die Leute vielleicht wissen. Vielleicht melden sie dann mehr Leute zur Vorsorge. Ja. Wahrscheinlich. Und du hast es noch nicht bei Instagram gepostet. Was ist ich weiß nicht, ob also mit dir alles stimmt. Du merkst, dass ich das poste, du Sackratte. Ja, weil die haben ja mit Nippel und so auch schon ein Problem, weißt du? Und dann halt ein After innen posten, das ist schon nochmal eine Stufe höher als ein Nippel. Du hast jetzt bezeichnest das als das schwarze Loch oder so, das ist und dann Hashtag Sternensystem oder so, dann tut keiner was. Mal ein paar Punkte drauf und dann sagen wir, das ist Milchstraße der Lust, sage ich dann, schreiben wir dann dazu. Lust ist schon wieder scheiße, Lust ist schon wieder nix. Ja, keine Ahnung, gibt sicher Leute, die Lust kriegen, wenn es dunkel ist draußen. Sternenhimmel schauen. Schon romantisch. Draußen ist dunkel, es ist ein bisschen warm, Sterne siehst und dann wirkst du ins Arschloch innen. Sag ich nicht Arschloch, sag ich nicht mal Arschloch. Ja, wir haben Wurstfabrik innen. Sag Rektum. Wurstfabrik. Ja, ist besser. Bleiben wir bei Wurstfabrik. Das ist besser. Das kann man nicht damit was, werden wir gecancelt. Aber echt, machen wir mit jetzt ein der Mike und ich sind immer die Perversen. Und was du jetzt der Mike und ich nicht. Ich hoffe die ganze Zeit, dass der Moment vorbei ist. Das ist Gesundheit. Das ist jetzt einfach, da geht es jetzt einfach um Gesundheit, weil ich denke, wir haben neben dem Bildungsauftrag auch ein bisschen so einen Fürsorgeauftrag für unsere Hörer. Und ich sag, geht's zur Magen-Darm-Spiegelung und macht eine ordentliche Vorsorge und nehmt schöne Beutel mit heim davon. Das ist wieder, habe ich vorher schon gesagt, das ist wie Achterbahn fahren. Du kriegst dann noch eine schöne Erinnerung mit. Hast du denn dann gefragt, warum du die Bilder mit heimkriegst? Wenn du da aufwachst, dann kannst du überhaupt nichts fragen. Also da bist du erst einmal, ein geiler Rausch. So die 20 Minuten, die du weg bist, so gut habe ich die letzten 20 Jahre nicht geschlafen, glaube ich. Bist du sicher, dass du die mit heim nehmen hast dürfen? Ja, genauso wie ich sicher bin, dass ich die Assistentin mitnehmen habe dürfen. Die seitdem da ist. Aber ich sage, geht's mir auf so einschlägige X-Hamster-Seiten, da findest du sicher ein Video von mir. So, Hot Drunk Bavarian Boy gets abused. So. S to Mouth was dann ohne Waschen. Dreckschweine. Oh Mann, also Mike, was hast du noch jetzt dabei? halt nicht, wenn so schlimm unter uns da hocken und dann so wie sind die größten Assis. Beim Aufnehmen warten so wie gediegen. Ich mag nicht mehr. Dreckschweine. Ich habe mal einen guten Film geschaut. Und zwar heißt der Seelenfänger, Soul Eater. Das ist, weil wir vorhin ja schon mal geredet haben von diesen 4 großen französischen Extremhorrorfilmen. Der wiederum ist von den Regisseuren von Inside, Maury und Bustillon. Und ist einmal ganz was anderes, weil die machen ja doch immer so reinrassige Horrorfilme mit irgendwas Übernatürlichem. Und bei Soul Eater haben wir es mit einem waschechten Thriller zum Tor. Und die Burschen, die haben es richtig gut drauf, dass da mit Atmosphäre spielen und können auch ein bisschen so diese Schweden-Krimi-Ästhetik mitbringen. Also sehr entsättigte Farben und sehr bedrückende Stimmung. Und der Film spielt in so einem Dorf
irgendwo am Arsch der Welt, da kommt keiner mehr hin, weil ein paar Kilometer weiter Autobahn gebaut worden ist, jetzt fährt da keiner mehr durch. Jetzt ist das Dorf schon langsam am Zerfallen und alle ziehen weg und hin und her. Dabei gibt's da einen ganz brutalen Mord, wo sie die zwei Ermordeten anscheinend gegenseitig umgebracht haben aber, weiß ich nicht, irgendwie Messerstiche im zweistelligen Bereich im Körper und ja. Dann zur gleichen Zeit kommt noch ein anderer Polizist in dieses Dorf und der sucht vermisste Kinder. Und dabei stellt sich heraus, dass diese zwei Fälle zusammenhängen. Genau, mehr zur Story jetzt nicht, weil alles Weitere werde gespoilert. Und das schaut sich am besten selber an, weil ich den Film voll empfehlen kann. Thriller-technisch ist immer so eine Geschichte, habe ich in der letzten Zeit nicht so viel gut gesehen. Der letzte meine war dieser To Catch a Killer, der war sehr gut. Oder Longlegs, die da vielleicht auch noch eher unter Thriller abstempeln als wir unter Horrorfilm. Aber Solitaire war wirklich cool. Er hat richtig intensive Szenen drin, also für eine Freigabe ab 16 bei uns hat er 2, 3 Sachen drin, wo du sagst, ja krass, alter Schwede, was ist da los? Das Ende ist richtig zermürbend, richtig bitter. Hätte ich nicht gedacht, dass mit der Film, von denen ich zwei da so emotional mitnimmt, weil die waren ja doch eher so Side-Inside für so ja, gediegene Standardkost ein bisschen so bekannt. Also dieser, wie hat der geheißen, dieser mit dem Djinn, das war auch so ein Solala-Film oder der, ja, schaut sich an, die ganzen Filme von den Burschen waren eher so durchwachsen in letzter Zeit. Und der sticht wirklich da raus. Wir haben ein wenig so eine Noir-Stimmung mit dabei. Die Darsteller, gut, dürfen in dem Fall auch gar nicht sympathisch sein. Die machen sich da gegenseitig die ganze Zeit das Leben schwer. Und die wollen halt schon ein wenig, oder die haben schon sehr edgy, ja, angelegt und so, dass du sagst, ja, wie werden sie in die zwei jetzt da noch zusammenraufen, dieses Ermittler-Duo und so. Aber ja, cool. Also ich kann den voll empfehlen. War bitter und spannend und der beste Film von dem Regie-Duo seit langem. Cool. Sehr schön. Schön. Ja. Aber bitter. Er ist wirklich bitter. Und von mir hat er kein 16er nicht gekriegt, ich sag's euch. Hätte er nicht. Okay, sondern? Ja, schon 18. Also da ist ja eine Szene dabei, die dauert da hübsch lang, wo du sagst, ja krass. Also das ist schon auch nicht so, dass sie einer dann selbst verletzen sind, sondern die verletzen sich dann gegenseitig und das ist schon sehr ausladend und lang und bitter. Ja, habe ich gesagt, dass bitter ist? Nein, noch nicht. Ja. Ein paar Mal, ja. Aber das ist ja wieder interessant, oder? Dass eigentlich unsere FSK-Gremien da mittlerweile so ein bisschen mehr Larifari-mäßig unterwegs sind. Ja, ich weiß auch nicht, weil wenn jetzt das irgendwie so lustig inszeniert gewesen war oder irgendwie, dann hätte ich noch nichts gesagt, dann hätte ich gesagt, ja gut, ist halt wieder so eine Sache, wo man heißt, ja okay, ist überhöht, ist jetzt halt für Jugendliche nicht so dramatisch, aber das ist ja wirklich voll auf die 12 Bier ernst wie der ganze Film, da gibt's gar nichts zum Lachen. Und na, da gibt's gar nichts zum Lachen. Der ist richtig, der fängt schon so an, so richtig, richtig schwerer Film, der wo er wirklich auf der Seele ein wenig so sitzt. Ja, wie diese Schweden-Krimis momentan. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal geschaut habt oder irgendwie so, oder der Pass oder irgendwie so, das ist schon, es ist sehr düster und schwer. Das ist ja die Serie, oder? Der Pass. Ja, genau. Ja, die Menge, die du singst, ist die gut, oder wie? Die ist gut. Aber da, dass du wisst, wo wir atmosphäretechnisch sind. Ja, okay. Und dann wirft halt dann auch noch so Themen auf im Laufe des Films, die dann ja mit Gewalt an Kinder zum Tor hat und so. Das macht das Ganze dann noch schwerer. Und ja, ein cooler, deprimierender Thriller. Sehr spannend, aber auch langsam inszeniert. Also das ist jetzt kein so wie, weiß ich nicht, 7 oder so, dass du sagst, da ist ja doch öfters mal so Action geboten. Ich glaube, Action-Pieces haben wir, oder Action-Szenen in dem Film haben wir höchstens einmal so 2. Höchstens, es wird sich mehr auf Ermittlung oder halt dann, wenn man dann wirklich einmal da ist, wo das Böse sich abspielt, dann wird halt mehr Schlicher und Polizeiarbeit betrieben, anstatt dass wir irgendwo so, ja, actionmäßig unterwegs sind. Wo kann man das sehen? Auf Blu-ray. Ich habe den gekauft von Kepler, glaube ich, ist der rausgekommen. Aber für die machen keine Werbung, weil die Stunden Werbung für den Film und sagt, wie gut der ist und dann... Ja. Aber dann kauf doch nicht mehr Blu-ray, du Gratler. Was ist denn los, Allerweil? Kommt Platz mehr. Ich hab keinen Platz mehr. Das Regal säge ich doch. Tu mir die kreisligen Lego-Schachteln runter, dann kannst du mir ein paar Kassetten hinstellen. Ach, kreislig sind sie jetzt. Falle, weil du es mir nicht schenkst, du Knickerist Sau.
Knicke die Sau, ich glaube, das Set da hinten kostet 400 €, oder? Ist mir scheißegal, ich wir sind wir Freund. Das war, also, Wahnsinn. Wahnsinn. Du darfst es da jedes Mal anschauen, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Ist doch Du wirst toll. es dann irgendwann einmal nach den Begutachtungen suchen müssen. Ist das so? Mhm. Kani, was hast denn du noch dabei? Ey, ein Riesen-Warleck müssen wir raushauen, das eigentlich ein Double-Warleck ist. Erstens mal die angegangene Filmreihe, die wir jetzt mit dem Cineplex zusammen machen, nämlich die Nacht des guten Geschmacks, ist gestartet, jetzt im November mit dem ersten Film, und besser kann es eigentlich gar nicht sein, Texas Chainsaw Massacre, 50-jähriges Jubiläum, und das drum dann auf der Leinwand zu erleben, ist schon richtig fett gewesen. Und das zweite Warleck, was damit einschleicht, ist, der Mike war das erste Mal dabei bei so einer Veranstaltung. Es war also ein Riesending gewesen. Da muss ich schon mal einen Applaus geben. Wow, war aber schön, dass der Mikey Boy dabei war. War schön. Ja. Und hat Spaß gemacht. ja, heute haltet es euch auf dem Schirm. Wir werden jetzt seit einem Monat die Nacht des guten Geschmacks präsentieren. Entweder im Cineplex Vilsbiburg, Neufahren oder Erding. Da geben wir immer zeitig Bescheid, wo wir hier rum bin. Und der nächste Termin steht auch schon. Das müsste der 20.12. sein mit Gremlins. Perfekter Weihnachtsfilm, 4 Tage vor Weihnachten. Und zwischen Weihnachten und Dezember, ich glaube, zwischen Weihnachten und Dezember, genau. Zwischen Weihnachten und Silvester, ich glaube, am 27.12. gibt es auch eine Sneak des guten Geschmacks. Also für alle Sneaker unter uns, da ich hinschauen, da kann was Schönes auf euch zukommen. Wo es das ist, werden wir natürlich nicht verraten, weil wir es selber nicht wissen. Ja. Aber das ist für mich aber leck, weil das ist cool. Es war schön, dass da wirklich gut schon mal Leute gekommen sind zu dem ersten Mal jetzt im Vilsbiburg. Ja. Hofft, dass das langlebig ist und dass viel Leute kommen. Und wir sagen ja immer, wir sind Stars zum da unten anfassen, wie es Trailer Park schon gesagt hat. Da reimen wir uns gern ein, also kämmt's und klangt's her. Und es war überrascht, wie viel Leute, weil wir haben ja auch gefragt, wie viel den Film auch schon mal gesehen haben und so. Und da haben sie wirklich gerade, was waren es denn, 5 Leute gemeldet, und der Rest im Saal haben ihn alle noch nicht gesehen gehabt. Also Respekt, und vor allem dann diese Art Film dann auf der großen Leinwand dann auch zum ersten Mal sehen und so. Auch du, Corby, sehr geil, dass du auch zum ersten Mal gesehen hast. Mir hat diese Erfahrung, mir hätte ich gern mit dir so geteilt haben, wie es das du empfunden hast. Ich habe definitiv auch sehr viel Spaß gehabt. Also, ich habe das sehr genossen. Nicht nur, dass ich mit euch natürlich den Film anschauen durfte, sondern es war ein Erlebnis. Ja, ich kann eigentlich dann auch nur noch dazu beipflichten, was der Kane auch gesagt hat mit, ihr könnt jetzt endlich aufhören und ständig zum Schreiben, macht's mir ein Meet and Greet. Ja, jetzt machen wir regelmäßig hier Cineplex, ihr müsst halt einfach nur vorbeikommen. Eben, der Philipp war da, der weiß, der kommt jetzt, wenn wir wieder da sind und greift uns hin. Ja, also, der Peter klang da über hier, also wir haben ja da schon Leute, die das wirklich ausnutzen, aber wir hätten ja gerne einmal andere Hände da. Ja, aber das heißt nicht, dass der Philipp nicht mehr kommen darf. Nein, natürlich, aber wie gesagt, das ist immer das Gleiche, das ist wie wenn du verheiratet bist, weißt du, darum gehst du spätestens nach 6 Jahren mit fremd, weil immer das Gleiche ist einfach ein Scheiß. Ja, stimmt. Wie viele Jahre warst du verheiratet? 6. Krass. Wie viele Jahre bist du noch verheiratet, Gabi? Ich bin jetzt dann in meinem 5. Ja, dann genieß das letzte Jahr. Wir haben jetzt mit all so Zeiten, habe ich mir gedacht, boah, leck, ich bin mit meiner Frau jetzt schon 20 Jahre zusammen. Nächstes Jahr, alter Schmiede. Boah. Krass. Nicht schlecht. Und wie lange noch verheiratet dann? So lange wie es geht. Also so lange wie es mitmacht. Die 6 Jahre machst du voll. Gut. Ihr habt ja gefragt, Corby, was hast du denn noch gesehen? Und ich verrate es euch sehr gern. Die Stimme in meinem Kopf. Wir haben ja vor ein paar Wochen über den Film Deadpool and Wolverine gesprochen, der jetzt mittlerweile bei Disney Plus draußen ist. Und da habe ich mir gedacht, damit meine Frau praktisch den Sinn hinter diesem Wolverine versteht, warum ist er da am Anfang bei seinem Grab und was weiß ich, schauen wir uns doch Logan vorher noch an. Und ja, Kruzifix, ist das ein guter Film. Also ich habe den schon mal gesehen, aber es ist schon lang her. Aber James Mangold hat da damals ja echt ein Brett hingelegt, das er völlig zu Recht über 600 Millionen eingespielt hat. Und meiner Meinung nach besser ist wie Deadpool and Wolverine. Ja, bin ich dabei.
Ich finde, kannst du nicht vergleichen. Ich finde, die zwei Filme sind ja ganz unterschiedliche Richtungen. Das ist eine Komödie und das andere ist diese Vielleicht habe ich das jetzt gerade ein bisschen provokant gesagt und war gerade erstaunt, dass du nicht geil in die Luft gegangen bist. Also, ich habe auf stumm geschalten gehabt. Ich hab jetzt, und der Knopf ist nicht gegangen. Und der hat vom Mikrofon abbissen verlassen. Ich habe schon die ganze Zeit eingeschrien. Halt, der scheiß Mal, du Trottel! Das war keine Ahnung. Schau dir 60 Jahre später den Film und kommt der und der gescheit umeinander schmerzen. Du, die blöde Frau ist zwar jetzt alle zwei abhauen, das kotzt mich an. Ja, aber ich war stumm. Okay, ja, schön. Im Jahr 2029 ist der Wolverine mittlerweile etwas älter und geschwächter, aber er hat einen Job und zwar fährt er eine Limousine und die verteidigt er schön brav. Er beschützt dann auch noch den kranken Charles Xavier und noch einen anderen Mutanten. Und auf einmal taucht eine junge Mutantin auf und dann geht's erstmal rund. Genau. Kani, wo sind die dramatischen Untermalungen, die du nur in die Handlung mit reinwerfen würdest? Du. Okay, wow, das ist ganz toll. Auf jeden Fall, Hugh Jackman hätte eigentlich da das letzte Mal den Wolverine spielen sollen, bis eben dann Marvel irgendwann gesagt hat, Kim, hier, wir wählen mal mit ein bisschen Geld und Ruhm. Bis du 90 bist. Patrick Stewart spielt mit und hat da auch, glaube ich, das letzte Mal dann an Charles Xavier da gegeben, oder? Nicht? Nein, bei Doctor Strange 2 haben wir nochmal. Echt? Stimmt, ja. Bei den Illuminaten. Okay. Habe ich gar nicht mehr. Das ist schon ewig her, leg mir Musch. Okay. Ja. Aber auf jeden Fall sehr geil und vor allem blutig. Und das habe ich so gar nicht mal richtig am Schirm gehabt. Und die Gloria, die spielt sie ja, also so geil in die Herzen rein. Also, wenn sie aus der Halle rauskommt mit dem Kopf unterm Arm, wo man denkt, alter Schwede, cool. Ja, deswegen habe ich mich so gefreut, dass die bei Deadpool und Wolverine wieder zurückgekommen ist und auch ins MCU mit überführt worden ist, weil die hat man bei Logan schon brutal taugt und auf die habe ich immer gehofft, dass wir die wieder sehen. Die coole Nudel. Ja, das wollte gar nicht gerade spoilern, hat es aber vergessen. Mit einer Spoilerwarnung versehen, so wollte ich das sagen. Die hast den Trailer gesehen von Deadpool und Wolverine. Echt? Und wenn man keinen Trailer schaut, so wie gescheite Leute. Dann bist du selber schon, du Vollidiot. Eigentlich wenn jetzt für alle Leute rechtfertigen, die sagen, ich schaue aber einen Trailer, ich schaue aber einen halben Trailer. Na, in der Welt von Kani ist das so, sobald er das gesehen hat, haben das eigentlich alle gesehen. Müssen es alle gesehen haben. Genau. Es gibt keine sowieso unter Menschen. Hallo, du mit deinem Nazi-Vokabular da, was soll denn das? Ich hab nur dein Vokabular hergenommen. Ach so, jetzt bist du vor mir in meiner Seele, aber in deiner ist kein Platz für mich gewesen. Ja, danke, auf jeden Fall, das waren meine Warlex. Ich hab jetzt soweit nichts mehr. Wie schaut's denn bei euch aus? Ich hab noch ganz viel. Ganz viel noch? Ich hab noch ganz viel. Ich hab noch eins. Okay. Ich noch 3. Es geht jetzt mir nicht um Bilder aus meinem Inneren. Nicht, ich hab gesagt, nicht. Ich hab keine Fürsorge. Ich mach jetzt einen ganz kurz, und zwar große Enttäuschung war Trap vom Night M. Shyamalan, Ding Dong. Was? Den habe ich ja schon bewertet. Den habe ich ja als ganz okay. Da brauchst du den Mike nicht mehr da, wenn du schon Das ist ein richtig dummer Film. Ein richtig dummer Film. Wo sie ihm zugute halten muss, dass er, ich rede jetzt nicht viel drüber, ich sage jetzt auch von der Geschichte, das hat der Kobi alles schon gemanagt. Das Drehbuch ist mega dumm. Der Ding, wie er spielt, der Josh Hartnett, meint er müsste der Jack Nicholson sein, und jetzt, wenn man dann, wenn er irgendeinen super genialen Baddie-Boy-Einfall hat, dann muss er so geil miteinander grinsen. Dann, wie er das alles macht, der Film, klappt nur, weil sie Leute dumm anstehen und das Drehbuch sagt, das macht man jetzt so und so, und dann klappt das auch. Durch Zufälle. Das ist doch im Trailer schon, oder? Boah, aber es so krass ist.
Wenn er den einen Typen an der Kasse fragt, was ist hier los? Und dann er so, und hinter vorgehaltener Hand, heute ist ein großer Zugriff. Das lose man ja nur eingehen, weil das warum sollten das der Popcorn-Verkäufer wissen? Das wird aufgebaut. Die werden beste Freunde in den Film. Warum sollte ihr als Polizei, die da so einen großen Zugriff planen, warum sollte dem Popcorn-Verkäufer selbst sagen, du pass auf, sag's für keinen, aber wir verhaften da halt einen großen Serienkiller, das darf keiner wissen. Hast du den Film schon gesehen? Na, hat's mir nach dem Trailer schon gelangt. Völlig logisch ist das erklärt. Das ist wirklich nur eins von den wenigen Sachen, die wir noch... nach der Szene vom Trailer war ich schon fertig. Okay. Es wird noch viel schlimmer. Ja, Gott sei also Dank, wie er dann bestimmte Ausweise kommt, wie er dann auch, Achtung, Spoiler an der Stelle mal ganz kurz, wie er da wieder rauskommt aus dieser Halle, wer dann mit ihm dabei ist, wie das dann in dem Haus ist, ja, fickt euch ins Knie. Völlig logisch. Überhaupt nicht. Das ist so krass bescheuert, dass ich da gesessen bin und war wirklich so, ich war schon wieder durch diese Dummheit so unterhalten, weil ich mir gedacht habe, Super. Film, was machst du da und wie beendest du das? Und das war das Einzige, was mich wirklich die ganze Zeit bei der Stange gehalten hat, weil ich wollte ja wissen, was ist der nächste dumme Einfall und wie windet er sich jetzt dann da wieder rum? Und wie das dann, also na, und die Leute sagen immer, wenn man da über den Film redet, der hat keinen Schamalan-Twist, ja doch, er hat am Schluss schon noch eine Epse, wo man dann sagt, ja okay, jetzt sind ein paar Sachen in dem Film nicht mehr ganz so dumm, aber es ist wirklich voll krass. Also es ist wirklich voll krass, wie löchrig ein Drehbuch sein kann. Und wie an den Haaren herbeigezogen. Ja, ich bin also aufgefixt. aber du musst mir bestimmt zustimmen, die erste Dreiviertelstunde ist okay. Wenn nicht von der Dreiviertelstunde eine halbe Stunde gesungen werden darf. Also diese dämliche Hip-Hop-Maus da auf der Bühne. Das hat sie selber gesungen. Ja, aber sie hat scheiße gesungen. Nicht so cool wie Sky Riley. Ja, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Du hast natürlich jetzt Pech gehabt, dass du Trap nach Smile 2 gesehen hast. Ich habe Trap vor Smile 2 gesehen. Ja. Du hast aufbauen können. Ich bin in ein Loch eingefallen. Du bist in ein Loch reingefallen, ja. Also schwierig, mega schwieriger Film. Und ich kann ja an diesen Schamalan-Dingern ja auch doch öfters einmal nur etwas Positives finden. Aber der war wirklich nur unterhaltsam, weil er so blöd ist. Das ist wirklich krass. Krass. Das ist geil, wenn der Film nur bei Laune holt, weil du wissen möchtest, wie dumm kann es noch werden. Ja, richtig. Das ist auch Kunst. Das ist auch eine gewisse Kunst. Das stimmt. Und der M. Night gibt er sein Bier und sagt, hold a second. Ja, genau. wie dumm geht's, Film? Schalamalaila und sagt ja. Genau. Holt mein Bier. Ja, okay, dann schauen wir, jetzt bin ich doch gefixt, dann schauen wir an, weil anschauen musst du das schon. Die Szene von dem Trailer, da hat es mir schon gelangt, weil ich dachte, warum sollte eben das gesagt werden? Das ist schon wieder völlig dumm, aber wenn es dann noch dümmer die ganze Zeit wird. Die werden beste Freunde, das ist okay. Ach, das ist mir scheißegal, das erklärt aber nicht, warum Polizei ihm das sagt. Das ist kein Polizist. Das weiß ich schon, es ist der Popcorn-Verkäufer, Schuhwechsler, was immer so tut. T-Shirts. Oder T-Shirts, ja. Ein Sautepisser, dem ich nichts sagen müsste, wenn ich Polizist war. Aber er weiß das. Ja, aber die Leute, alle, die in der Halle arbeiten, sind eingeweiht. Alle. Genau. Ja. Das ist natürlich auch ganz intelligent, dass ich sämtliche mir unbekannte Leute, die da drin arbeiten, einweihe als bei dem Zugriff. Anstatt des Austausch durch Agenten oder halt einfach kein Eiweihe, damit da wirklich kein Leck entstehen kann. Also ist uns für die wenigsten Probleme des Einsatzkommando. Ich war 16 Jahre in einem Zugriffskommando. Ich weiß, wie das abläuft. Du wirst das nicht glauben. Das ist das wenigste Problem des Films. Da kommen andere. Ja, jetzt bin ich, wie gesagt, jetzt bin ich angefixt. Mit nur mehr Dummheit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gemeint, der Trailer ist schon die Spitze, aber... Wenn der Podcast gar ist, gehe ich auf, brich mein Steelbook und dann kann die Disc wieder auf, die kriegst du am Sonntag. Ich hab das alle gehört, also mir gehört die Disc. wir posten am Sonntag ein Beutel von dem Brochen Steelbook. Ah, wenn ich es schaffe. Das machen wir. Gut. Das machen wir. Wenn nicht, helfen wir da am Sonntag mit dem Brecher. Ja, genau, zu dritt. Genau, ich habe mir gedacht, zwei halten sie und der andere macht einen Flying Elbow rein. Jetzt sag ich noch einen, oder soll ich noch einen sagen, weil dann hätte ich noch einen. Dann kommst du noch dazwischen und dann machen wir noch. Ja, komm ich nicht mehr dazwischen. Okay. Ich habe eine Affinität zu Found-Footage-Filme. Und dann habe ich einen gesehen, der heißt Do Not Enter. Hat recht annehmbare Kritiken gekriegt und ich habe mir gedacht, ist ja der wirklich gruselig, glaubst? Und dann habe ich mir den angeschaut, denke mir nach den ersten 20 Minuten, ich gebe dir jetzt noch 5 Minuten Film. Und wenn es die dann nicht zusammenreißt,
Dann schmeiße ich die raus. Und dann, nach diesen ersten grottenschlechten 20 Minuten, steigert sich der Film enorm. Wir haben da ein paar so Influencer, die durch einen Zufall etwas Paranormales bei so einem leerstehenden Gebäude aufzeichnen, das durch Zufall sehen und dann den Plan schmieden, da noch mehr Reiz zu geben mit Kameraequipment und wollen dann mal schauen, was da drin los ist. Dann wird der Film gut. Also es ist alles, was davor ist mit den Typen, auch das mit den Internetgeschichten und so. Und wie die zwei Typen sind, das ist mega peinlich schlecht. Aber dann in dem Moment, wo die, wie gesagt, dieses Gelände betreten, dann häufen sich die gruseligen Sachen derart und ja, und es wird wirklich gruselig. Also, es ist so, wie gesagt, man muss für das Found-Footage-Ding natürlich auch empfänglich sein. Ich weiß natürlich Leute, die auch sagen, ja, Paranormal Activity, da zucke ich nicht einmal. Ja, da zucke ich schon. Und da habe ich ein ganz nasses Höschen. Ja, voll. Und wer sagt, der tut's nicht, das ist einfach nur Pause. Richtig, Pause. Genau so ist. Und der Film spielt wirklich mit alle Tropes, die dieses Found-Footage-Genre hat. Aber was sind Tropes? Ja, alle Elemente, alles, was irgendwie dieses Found-Footage auszeichnet. Ob das die knarzenden Türen sind, ob das irgendwelche schleichenden Sachen sind, die so vorbeihuschen oder Flieger, die Sachen, die auf einmal von Geisterhand weggerissen werden oder irgendwas. Er nimmt alles her und variiert das auch schön und wirklich die letzte Stunde ist wirklich wirklich eine Freude und dann auch ein cooles Ende dazu und Ding. Also den kann ich empfehlen, wenn man die ersten 20 Minuten überstanden hat. Dann sagt man, ja, cool, jetzt ist gruselig, jetzt geht's ab. Und es werden auch ein paar coole so Backstory wird erklärt von diesem Haus, von dieser Familie, die da gelebt hat. Vielleicht kommt ein bisschen was Okkultes dazu, wer weiß. Cool, ich hab wirklich meinen Spaß gehabt mit dem Ding. Ich finde das gut. Und kann den empfehlen. Wie gesagt, die ersten 20 Minuten scheiße, Rest cool. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob alle Bilder, die ich da bei Google gesehen habe, dazugehört haben, aber mir ist echt gerade eiskalten Rücken runtergelaufen. Okay. Also da habe ich jetzt gerade schon echt Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh fuck. Ja, und dann wirklich fucking gruselige Sachen dabei, wirklich. Wo gibt's denn den? Auf Blu-ray. Na, ja, die kannst du halt auf Prime leihen. Ja, das kannst du schon mit jedem Drecksfilm, aber erklärt da nicht. Und dann steht er nicht im Regal drin, Kruzifix. Ja, eben, das ist ja voll schwul. Das kapierst du wieder nicht, gell, Corby? Da weiß ich nicht genau, was mit dir los ist. Das weiß bei jeder Folge, was ist halt mit dir los. Ja. So hat's am letzten Donnerstag auch geheißen. Das ist mein letztes Mal, was ich noch hab. Da habe ich mir nämlich Wednesday 13th Performing Murder Dolls live angeschaut und das war wieder mal bombengeil, weil die haben ja seit ihrem zweiten Album haben die, glaube ich, bei uns als Murder Dolls nicht mehr gespielt, zumindest habe ich nichts mitgekriegt. Und das war jetzt wieder mal richtig geil, die Murder Dolls Mucke live auf der Bühne zum Singen. Waren wir da damals miteinander im Konzert, oder? Ich glaube, ja, das kann sein, ja. Mit dem Joey Jordison haben sie da noch genau. Ziemlich geil. Ja, und das Konzert war wieder mal ein fettes Highlight. Leider waren sie nicht Headliner, das war noch geiler gewesen, wenn sie mehr Zeit zum Spielen gehabt hätten. Aber ich hätte eh nicht länger da schnaufen können, das ist so, weißt du, alter Mo im Moshpit, da geht nicht mehr so lang. Aber Riesensbalek, das Konzert. Die kann ich nur empfehlen, wenn man die irgendwo bei sich in der Nähe hat, unbedingt anschauen. Ob es jetzt als Wednesday 13 spielen oder Murder Dolls oder beides. Alle zwei Sachen, geile Mucke und geile Live-Mucke und eine geile Show. Also da ist ein geiler After, der Sänger, wie heißt der eigentlich wieder? Weiß jetzt nicht mehr. Der Wednesday 13. Ja, der Wednesday 13 ist das, sagen wir so. Ein geiler Officer auf alle Fälle. Feier die. War richtig cool. Geil war so wieder bei irgendeinem so Vollidiot vor dem Moshpit steht mit Cowboy-Hut. Klang schon, wenn du einen Cowboy-Hut auf. Einen größeren Idiotenstempel gibt's eigentlich nicht, als ich gebe mir einen Cowboy-Hut aus dem Haus, oder? Ich sage jetzt da gar nichts dazu. Ich darf nicht. Also, ich glaube, der hat unter seinem Cowboy-Hut oder einen Dutt gehabt, die Fotze. Auf alle Fälle steht er sich vor dem Moshpit ein, der Schwanz, und dann da effekt er die ganze Zeit Leute, die ihn anrempen im Moshpit. Da war schon wieder kurz vor Achterbahn gewesen. Das Gute ist, im Moshpit kannst du Leute über die überfotzen, dann merkt keiner, was da passiert. Da ich nie tue. Also wir sind für Frieden und für die Gewaltfreiheit. Habe ich gehört, haben mir leid verzeiht. Ja, haben mir leid verzeiht, dass man das machen kann in einem Moshpit, dass das ein Bereich ist, der sich anbietet für körperliche Gewalt. So wie die Platte, die Frau, die mir vor mir gestanden ist im Hatebreed-Konzert, und die hat mir beim Moschen die ganze Zeit hinten mit den Füßen hat's ausgehauen, hat mir die zweimal ins Backe eingehauen.
Dann hat's mir zusammen ins Backe eingehauen. Und dann war Circle Pit, dann hab ich's gepackt und hab's in die Leute reingeschmissen. Das war wie wenn du ein Fleisch in einen Häcksler reinschmeißt. Das war super, da hab ich voll lachen müssen. Wie stark das ist. Eine wehrlose Frau in Häcksler reinschmeißen. Super, hallo, die hat da 2 mit Eier drin, so wehrlos Wahnsinn. Aber es ist immer geil, wenn man so mickrige Leute in den Moshpit reinschmeißt, die sich aufführen, weil, wie du schon sagst, als das in einen Häcksler oder, wie man gesagt, als das einen Besenstein in eine Büffelherde reinschmeißen. So, was ist das heute für Erfolge? Was ist denn eigentlich los? Der war aber auch nicht lang da in dem Moshpit, der Typ mit seinem Dutt und dem Kabelhut. Also, das ist dann auch irgendwann geregelt worden, dass der geht. Was hast du mit dem gemacht? Ich hab nichts gemacht. Der ist ja wirklich, der ist so aggressiv gewesen, dass der dann ist er, also das war jetzt kein Zuhau-Moshpit, sondern es war so gemütlicher Pogo, war schon nur ein bisschen Springer, ein bisschen Strucker und so weiter, also wirklich saugemütlich, ohne große Verletzungsgefahr sogar. Aber trotzdem, wenn er nur ein bisschen angerempelt ist, dann hat er da umeinander blärt und sich aufgerimmt und die Leute an den gegeben und einen hat er dann voll packt, also so richtig aggressiv und dachte, jetzt blitzt der ihm gleich eine. Und wie gesagt, dann ist das halt geregelt worden. Gut. Da hat er seinen scheiß Cowboy-Hut und seinen Dutt gefressen, der Hurensohn. Oh Mann. Cowboy-Hut und ein Dutt. Nein. Irgendwo gelangt. Maike auf der letzten Toilette, weil sonst flippe ich aus. Cowboy-Hut ist krass. Das ist echt krass. Und ein Dutt drunter. Das ist wirklich, das ist Mode-Endgegner. Der Karl Lagerfeld dreht sich in seinem Anzug und im Grab um. Glaube ich. Gut, ich habe noch was zugeschickt gekriegt von Meteor Films und zwar Lovely, Dark and Deep heißt das Ding. Und das hat sich mir gut ausgeschaut, da haben wir gedacht, da frage ich mich, ob ich den kriege. Fangt da richtig cool an. Da geht es um die Rocky Mountains und da haben so diese Aufseher, die Mounties sind das, oder? Die sind Mounties, so, ja. So in der Art. So in der Art. Schauen aus wie wenn's Dropper werden. Also, die werden in die Wildnis, werden die verschiedene sie ist aus Polizist. Ich sage jetzt einfach Polizist ist. Keine Ahnung, was sie ist. Sie schaut auf alle Fälle, dass sie die Wälder alles rechtens ist und wenn jemand Hilfe braucht in die Wälder, Wanderer oder sonst was, dann hilft sie. Sie hat eine bewegte Vergangenheit, von der wir am Anfang des Films nichts wissen, aber es wird schon darauf angedeutet, dass du sagst, wenn zwickt mit der, stimmt irgendwas nicht. Dann wird die und andere Kollegen in dem Wald ausgesetzt, jeder an einem bestimmten Platz. Sie müssen dann auch bestimmte Bereiche abgehen in dem Wald. Und genau. Und dann haben sie halt wochenlang allein und haben nur dieses seltsame Zeit, wo ich sterben halt vor lauter Angst, wirklich sterben, wenn ich kein festes Gebäude oder so hätte, tagelang, sondern nur so ein depperts Zeit ist eine Zeit, aber mit Stoff. So eine Stoffzeit, ganz seltsam. Ja. Hätte ich Angst ohne Ende. Auf alle Fälle hat sie nichts Besseres zum tun, weil sie überhaupt nicht schlafen kann, dass die ganze Zeit mit Rucksack bewaffnet und mit Taschenlampen durch den Wald geht im Finstern. Sterben da die. Da baut der Film. Nur, dass das, genau, erwähnt es noch ein paar Mal, nur, dass das die Leute verinnerlicht haben. Ja. Du bist jetzt schon mehrere Male gestorben in dem Zelt, dann auch noch in dem Wald. Also, ist wirklich sehr unangenehm. Also, das ist eine von meinen größten Ängste, dass ich allein irgendwo in einem Wald bin oder so. Das ist Wahnsinn. Im Wald möchte ich alles umbringen. In der Nacht möchte ich im Wald alles umbringen. Auf alle Fälle, häufen sich dann seltsame Ereignisse. Es wird am Anfang schon gesagt, dass jemand vermisst ist und es wird jemand gesucht und so. Und genau, jeder wird darauf gebrieft, dass da sein kann, dass da irgendjemand rumstreunt oder dass irgendwie eine Leiche finden eventuell, weil die Person schon pro Tag verschwunden ist. Auf alle Fälle häufen sich dann ganz seltsame Ereignisse in dem Wald. So weit, so gut. Da baut der Film richtig geile Atmosphäre auf, ist richtig bedrückend und unheimlich. Also mit diesem Wald bei Nacht und so, das macht er richtig gut, hat ein paar richtig geile Kamerafahrten drin. Beleuchtung ist auch mega, nur der Film ruht sich dann stark auf diesem Gruselwald-Aspekt aus und es wiederholt sich immer wieder. Desto länger sie in dem Wald ist, desto mehr tickt sie durch und sie kriegt dann Halluzinationen und so Geschichten und man weiß man nimmer, wo ist es jetzt real und wo es nicht. Sie wird auf alle Fälle auch Paranoia, weil sie meint, sie wird auch verfolgt im Wald und auch so Sachen. Ist alles cool, nur der Film hat dann nimmer mehr zum Verzeihen. Es plätschert dann einfach so dahin, ohne dass er dann am Schluss dieses große Bam noch kommt, weißt du, das jetzt auf das läuft es jetzt hinaus oder so. Der läuft dann so aus, der Film, und dann sagst du, ja, das war's jetzt. Tatsächlich, das war's jetzt. Ein wenig war schwierig. Also, der Anfang wirklich stark und Inszenierung stark, die Hauptfigur irgendwie eine seltsame
Frau, aber auch wieder irgendwie nett, weil sie wirklich alles versucht, die Leute zum Helfen und so. Und man möchte dann auch, dass sie da aus der Situation auch rauskommt. Aber wie gesagt, das wird dann total abgespaced und passt dann irgendwie tonal irgendwie nicht mehr so zusammen. Das haben wir ja zuerst einmal das Urige vom Wald und dann haben wir mal wieder in einem Haus. Dann gehen wir in die Richtung, die Kindheit aufarbeiten, dann sagt er sich selber als Kind und lauter so Sachen, dann wird's alles so ein wenig zu special. Also ein wenig mehr Ideen vielleicht waren cool gewesen. Dann war das auch vielleicht am Schluss auch sehr unterhaltsamer gewesen. Also das war jetzt am Schluss auch sehr Ärgernis leider. War nicht sehr unterhaltsam. Das ist schon, Mike. Leider. Ja, für das bist du halt mehrere Male am Anfang gleich schon gestorben. Ja, der Anfang war wirklich zum Sterben. Also, der dreht durch. Da liegt sie da in dem Korsett Zeit und dann ist der Mond beleuchtet, alles von mir kommt so ein Schatten von hinten und sagt, Hilfe, Hilfe. Ich denke, oh Gott, ich muss aufmachen. Oh Gott, der kann aber jederzeit einer, der Mo. Da ich durchdrehen. Hallo im Wald. Wahnsinn. Flippe aus. Oder Bären. Oder so Bären vom Zeit. Ja, egal was. So komische Spinnen. Ja, eben. Also, Wald ist echt ein asozial. Ich bin ganz froh um die Abholzung vom Regenwald, weil da ist nur asoziales Zeug drin im Wald. Das ist, also, ich finde das Waldsterben gar nicht so schlimm, weil da ist ganze Ekelzeug wirklich verrückt. Wie kannst du denn sowas sagen? Was ist eigentlich los? Weil ich mich fürchte vom Wald, weil da lauter ekliges Zeug drin ist und Serienkiller. Ich bin raus. Wo bist denn du in der Nähe von einem Regenwald? Ja, ich sage das allgemeine Waldsterben bei uns, da, wenn jetzt der Laubwald bei mir da zusammenfaut, sage ich, ja, vierte, ich muss mich nicht mehr fürchten, wenn ich da durchlaufe. Ja, ich darf mich auch fürchten, wenn du durch den Wald läufst und ich dir begegne, da hätte ich auch Angst. Du darfst jetzt Angst haben, weil die verraten mich. Ja, genau. Richtig. Aber ich bin wenigstens ein normaler Typ und kein riesiger Spinn oder ein Bär, der dich vorher noch raped, weil du auf dem Boni legst. Das hat doch ein Bär nie. Falle. Niemals. Du darfst dich nie vor einem Bär am hinlegen und totstellen, weil die rapen die sofort. Das ist ein Insta-Rape. So ein Schmarrn. Ja, lies mal ein Buch, du Schwanz. Wahnsinn. Gut. Und dieser Tonalität will ich doch sagen, vielen Dank für diese schöne Folge, die heute einfach mal wieder alles geboten hat. Wir haben tatsächlich eins, das mich nur gewundert hat, der Mike hat heute Kindersterben angesprochen und der Kani hat nicht darauf reagiert. Ja, bei High Tension schon. Ach so, echt? Da, hast du doch was gesagt? Da habe ich gesagt, da passt das, da ist das schön. Da ist das schön. Da habe ich gesagt, wem darf das nicht? Asozial. Ja, aber ich hab's dafür bei deinem anderen Film von die Franz Männer da nicht gesagt, weil ich gesagt hast, da ist die Tonalität anders. Ja. Und da ist es natürlich dann nie so schön. Das macht nur Spaß bei Sachen wie High Tension oder Terrifier oder selbst da ist genau, ja. Nur da macht es Spaß. Da macht es Spaß, genau. Ja. Kindermord im Kontext ist okay quasi. Gott, genau, so. Du brauchst einfach nur die richtige Umgebung dazu, wie ein Clown dabei, ein Kindergarten und dann ist das schön. Bitte ab. Wir freuen uns tierisch auf euch, wenn ihr uns besucht, wenn wir uns zusammen Gremlins anschauen. Im Kino werdet ihr noch entsprechend erfahren. Es ist auf jeden Fall im Cineplex. Und ansonsten, was habt ihr denn Aufregendes im November erlebt? Was habt ihr gesehen, was wir noch nicht gesehen haben? Könnt ihr irgendwas empfehlen? Was sagt ihr zu unseren Meinungen zu diversen Filmen wie The Substance oder eben verschiedenen Filmen, wo Kinder sterben? Oder wo es Bären dann, wenn man sie vor einer hinlegt. Genau, was passiert da? Das wisst ihr alle. Oder wenn vor euch schon mal von einem Bären vergewaltigt worden ist, schreibt er das bitte auch rein. Aber ihr wisst mal genau, es schreibt niemals etwas in die Kommentare. Schreibt eine Hashtag Bär2. Auf jeden Fall kommentieren, liken, teilen, vielen Dank und die Folge da nicht teilen an einer Stelle. Und dann bis zum nächsten Mal. Hallo. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Arschloch innen. Gott. Servus und Habiberi. Wurstfabrik innen, Entschuldigung. Wiederschauen. Tschüss.